So. 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 Habe die Ehre. Ja, ich habe schon gesehen, ein paar Leute haben schon da. So, Freitag, Nachmittag, Session Nummer 6. Heute einmal mit was anderem. Heute wird nicht gezockt. Heute wird, jetzt muss ich erst mal selber nachschauen, ob es überhaupt funktioniert. Das ist einmal das Erste. Heute machen wir uns überhaupt keinen Stress nicht. Das ist einmal das Allerwichtigste. So. Erst, das ist da. Machen wir uns überhaupt Stress nicht. Das ist das Allerwichtigste. So. Ich bin. Erst, das ist da. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube, ich bin verwirrt. Das ist wichtig. Das ist ein bisschen seltsam, wenn ich mich selber her. Erst einmal habe die Ehre. Kruzifix, da haben schon habe. Der Bike Junkie da, Alter, ich komme überhaupt nicht klar. Kathi, habe die Ehre. Der Polka, du glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, gerade am Follow da lassen. Das gefreut mich nach. Alter, da haben instant 29 Leute da, seid ihr behindert. Jetzt hört auf! Normal sind es 5! Was soll denn das? Black Forest Prime X, der Shadow, habe die Ehre. Irit Boris und du, den weiß ich. Kruzifix, Alter, der verfickte Chat eskaliert voll. Haben wir jetzt so weit, dass ich nicht mehr in Ruhe streamen kann? Leute, ich möchte euch was erklären. Anni Bunny, habe die Ehre. Mimo, habe die Ehre. Helene, habe die Ehre. Echt extrem viele Mädels da. Was ist denn jetzt gekommen? Muss ich meinen Bauch erziehen? Grüßt euch. Alter, ich komme überhaupt nicht klar. Geht bei euch der Stream. Ich hoff's. Aaron, habe die Ehre. Stalomat, habe die Ehre. XYMPH, habe die Ehre. Bürger, wie geht's? Mir geht's gut. Alter, was soll denn das? Jetzt hört auf! Ich krieg einen Schlaganfall! So. Dann rauche ich halt schnell eine. So. Berserk, habe die Ehre. Pauli, Preußen sollen sie gleich schleichen. Ja, bis jetzt glaube ich ist aber nicht einer da. Nicht einer, der nicht auf Boris schreibt. So lobe ich mir das, meine Damen und Herren, das gefreut mich. Der Zocker Pro, habe die Ehre. Herr Obernhofer, habe die Ehre. Grüß aus dem Wald, grüß in den Wald. Der Wald ist gar nicht so weit weg von mir. Ja, macht der Augustiner auf und dann passt das schon. Das ist ja so ein bisschen ein Problem. YouTube und Twitch ist ja der gemeine Amerikaner. Und der gemeine Amerikaner, der darf bei sich umeinander schießen, da haben wir eine Wui, der darf einfach kommentarlos Leute schießen, aber sobald der kleine Bürger in fucking Niederbayern sich eine halbe aufmacht und das in der Kamera zeigt, dann war's das mit meinem YouTube- und Twitch-Kanal. Das mengen wir mir nicht. Hey, du bist der Erste, der meinen Namen richtig ausspricht. Kathi. Warum? Was sagen die anderen? Mia sagt Mia. Kathi, kannst du mal ein Bier bringen? So. 40 haben wir, ich bin völlig überfordert. Wir haben ja innerhalb von einer Minute sind da 40 Leute herin, das war noch nie. Deswegen bin ich ja ein bisschen überfordert. Satz mir nicht besser. Irgendjemand hat geschrieben? Nein. Irgendjemand? Nein, der Phone-Tester, habe die Ehre. Der Mann, bei mir hängt der Stream, bin gleich wieder da. Kathi. Zeig mir jetzt mal zwei vom Glett drauf. Ich könnt euch so viel halbe aufzwicken, wie es schmeckt, das ist mir wurscht. Jetzt verzeih, jetzt mal so wacht. Irgendjemand habe ich da noch gesehen. Ein Red Place, Hölala, Spaß, Servus, habe die Ehre, du bist der Erste, wo war's denn? Niemand kommt da rein sein, den ich nicht begrüße, so geht's gar nicht. Dann No-Name-User, da haben wir ihn, habe die Ehre. No-Name-User passt dann wieder. Alex Beisel, guten Morgen. Und ja, ich sehe schon, das führt zu nichts, das sind zwei Leute. Ich komme überhaupt nicht klar, der Chat eskaliert sauber krass. Ja gut, das kann man sich auch schon. Ich tue da noch gar nichts. Du zockst du eigentlich? Ja, freilich, ich tue den ganzen Tag nichts anderes. Also ist man jetzt tatsächlich ernst. Deswegen kommen auch nur alle 2 Wochen Videos, nicht jeden Tag. Weil ich ungefähr 8 Stunden bis 14 Stunden am Tag Leute im Internet erschieße. Bist heute mein Cover? Nein, bin ich heute nicht. Der Relax lenkt mich nicht von der Arbeit ab. Der Meindl. Mr. Meindl! Du Penner! Du sollst was arbeiten. Arbeit was. Freut mich aber, dass du vorbeischaust. Da habe ich die Lang nicht mehr gesehen übrigens, aber im Volksfest. Heute in der Woche. Heute in der Woche ist bei uns Volksfest. Der CBB, habe ich die Helene haben wir schon. So, ich höre jetzt auf im Grüßen, weil das zu nichts führt. Männer, ich bin mit 50 Leuten, die zuschauen, bin ich maßlos überfordert. Normal haben es 5. So, meine Herren, wir haben heute aber den ganzen Tag Zeit. Das heißt, am Schluss bleibt sowieso bloß noch der harte Kern da. Und dann stellt sich aus, wer da wirklich mich interessiert, die Scheiße, was er redet, ist und wer nicht. Und Ausreden wir, ich muss in die Arbeit, die zählen nicht. Nächsten Freitag im Kreislauf heute und dann Massen. Was? Nächsten Freitag im Kreislauf halbe und dann Massen.
Bist du am Freitag gar nicht da? Dann muss ich mich kurz mit einem Kumpel unterhalten. Also wenn du am Freitag nicht da bist, dann bin ich da beleidigt. Heute Nummer 7 habe ich die Ehre. Wo ist heute in der Woche Volk? Ja, bei uns. Bei uns halt. In fucking Landau. Dan Freak, den kennen wir auch schon länger, habe ich die Ehre. Nice Let's Play, habe ich die Ehre. Magst du Zuschauer treffen im Landauer Volfe? Da meine ich, habe ich einen Arsch noch ein wenig zweit und. Außerdem glaube ich, reißt man mal heute einen Shell ab, wenn ich alle 5 Minuten irgendwelche Leute kommen, die sagen, Bruckfutzen, Freitag plus Samstag Volkfest. Du Narr! Du Narr! Ja, okay. Außerdem greift mein Mikrofon da ans Mikrofon runter. Im schönen Landau. Ist da Fan-Treffen? Nein. das machen wir vielleicht irgendwann einmal. Alter, 70 Leute sind fast hierin. Ich krieg einen Schlaganfall, Männer. Und Mädels. Der Frauenanteil ist so massiv groß. Das hätte ich nicht erwartet. Gefällt mir narrisch. Jetzt schauen wir mal. Auf was wollte ich überhaupt hinaus? Ich bin, wie schon gesagt, aber du Volksfest gehört, Kapfahren, gibt nichts Besseres. Da mag ich richtig haben. Herr Buttinger. Der Josef M. habe die Ehre. Ich bin den ganzen Tag bloß mit der beschäftigt. Da hat er was erzählt. So. Folgendes. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe das da heute ja gemacht. Ich mache das übrigens fast jeden Freitag. Warum ich nicht in Vancouver bin, habe ich in Vancouver nicht bloß die Vollgasnarrischen. Dann ist allerdings, wenn man das so genau betrachtet, die Frage, warum bist du nicht in Vancouver gar nicht so weit hergeholt. Ich habe letztens ein neues Dirndl gekauft und meine beste Freundin sagt, du brauchst eine Lederhose und ich, nein, der Bürger hat gesagt, die darf das nicht, außerdem schaut scheiße aus. Hättest du gleich noch einen Bockfutzen neu gegeben, einen Umdreh, der sauber nehmen, dann passt das. So, Strike Buddy habe ich dir. Ich habe ja das da heute, was ich ja jeden Freitag mache, aber irgendwie das letzte Mal am Freitag habe ich es gemacht, vor 2-3 Wochen, keine Ahnung, in meinem 3000 Abo-Merci-Video habe ich es auch schon gesagt, ich komme überhaupt nicht zurecht mit den ganzen Leuten, ich komme mit dem Chat nicht zurecht, so haben wir das noch nie gehabt. Ich darf gerne an jeden grüßen, jetzt klangt es aber, weil sonst wären wir nicht fertig, dann mache ich jetzt jeden Freitag ein Meet and Greet und sage bloß noch habe ich dir und dann kann ich mich einschaufeln lassen. So, heute, normalerweise am Freitagnachmittag, da zocke ich über. Ja, da zocke ich über und streamen tue ich schon seit Ewigkeiten, aber wie gesagt, da haben halt 5 Leute da. Da haben 5 Leute da und mit denen kann man sich unterhalten, das ist alles cremig, macht Gaudi ohne Ende, aber ich verstehe ja, die meisten abonnieren mein Shit nicht wegen dem Zocken, das machen 8 Trillionen andere auch, ist langweilig wie Scheiße und die Scheiße schaue ich mir nicht einmal selber an, ja. Deswegen mache ich das vielleicht noch einmal in der Woche, Freitagnachmittag-Session nennen wir das ist jetzt glaube ich das 6. Mal heute und ja, heute wird aber nicht gezockt. Heute wird ziemlich viel geraucht. Ich bin ein ziemlich schlechtes Vorbild, was das angeht. Ignoriert das einfach weg. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mir so eine Vapor-Maschine kaufe. Okay, das schaut ein bisschen komisch aus, was ich da tue. Ja. Wo wollte ich hin? Auf was wollte ich hinaus? Ja, wir müssen mal schmatzen. Im ersten Moment. Ich versuche das jetzt einmal zu mir erklären. Jetzt sind 70 Leute da. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um einmal das so anzureißen, was ich vorhabe. Das Problem dabei ist, ich war schon kurz davor, dass ich einen Stream nicht mache, weil es mir jetzt schon ich weiß nicht, wie oft mal passiert ist, dass irgendwelche Leute entweder meine Ideen klauen und dann selber machen oder selber machen in schlecht. Oder Eigenlob stinkt. Wie soll ich ihn sagen? Oder meine Videos klauen und damit sie ihre eigenen Facebook-Seiten aufziehen und dann einen Dreck verkaufen und nicht einmal meinen Namen drunter schreiben. Im Prinzip ist mir wurscht, die Scheiße, da mache ich nicht, damit ich Geld verdiene, das interessiert mich alles ein Mist. Die geschissenen $16 irgendwas, die ich mit dem Zeug da kriege, auf die ist auch geschissen, wegen denen ich mache es nicht, sondern ich mache es darum, dass da jetzt 75 Leute herin wo kein einziger bis jetzt, glaube ich, ein Wort auf Hochdeutsch geschrieben hat. Ihr seid die geilsten Affen, die umeinander rennen. So, und neben Bavarian Zapp und jetzt muss ich mal ein bisschen eine bequemere Sitzposition einnehmen, neben Bavarian Zapp, mit dem habe ich nicht angefangen. Angefangen habe ich mit dem Bavarian 300. Das glaube ich, darf auch jeder kennen. Das ist mir 100 Mal geklaut worden. Das ist auf WhatsApp umeinander gegangen. Das ist schon 6 Jahre alt und was weiß ich. Und wir müssen was Neues machen. Um das geht's ja. Und da wollte ich mich einfach mal mit euch unterhalten. Ich fürchte aber, in einer vollkommenen Chat-Eskalation endet.
So wie ich kann einen Chat nicht einmal mehr gescheit lesen, vor lauter Dings. Da bin das verwirrt mich auch wegen, ihr seid mir bitte nicht besser, wenn ich die ganze Zeit irgendwie stottert und ich versuche da halber zum Lesen, halber zum Labern, was ich eigentlich verzeihen möchte, aber es funktioniert nicht. Ich habe nicht damit gerechnet, sage ich ganz ehrlich. So. Wir wollen mal was Neues machen. Ich habe das auch schon mal kurz in einem Merci-Video, ich glaube vor einem halben Jahr, vor dem Winter oder im Winter schon mal angekündigt bei 1800 oder so. Und im letzten 3000er Video haben wir es da auch, ich weiß nicht. Wir müssen was Neues machen. Wir sind alle bei uns, bei mir im Freundeskreis und Bekanntenkreis sehr nerdig angehaucht. Hallo Birger. Ich brauch so einen Videoeffekt, wo man der weiße Satz ausrinnt. Nerdig angehaucht und filmnarisch. Ja, jeder hat da so seine irgendwie ist ja jeder ein bisschen filmnarisch. Aber ich glaube, ich habe meinen ersten Plastiksoldaten-Film mit der Videokamera von meinem Pap schon gemacht. Da war ich 12 oder 10 oder irgendwie so. Und da waren wir halt noch in den 90ern. Da wo, wenn ich so die Jahreszahlen hinter ein paar Namen anschaue, manche noch gar nicht auf der Welt waren. Und sowas wollten wir schon immer machen. Ja? Und dann habe ich angekündigt irgendwann einmal, was kochst du bitte How to Gorsmaß? Warum sauft du über den gemischten Scheißdreck? Sauft halt ein Weißbier. Fix Mare. Oder ein Halbe. Warum das Bier strecken? Warum? I don't get it. Der Scream ist ungefähr so flüssig wie sauber im Haus. Hey, müsst ihr es mal vielleicht sagen, gell, wenn der Ton irgendwie kacke ist oder es ruckelt oder irgend so ein Bullshit. Aber bis jetzt schaut alles gut aus. So, wo haben wir stehen? Etwas Neues. Ja, Film. Dann habe ich auch gekündigt, das möchte ich schon immer machen, aber das Problem ist, wir haben halt auch nicht mehr 18, 20 oder so und gehen wir noch in die Schule und wir haben den ganzen Tag Zeit und können da, was wir wollen. Ich bin da so ein bisschen eine Ausnahme, weil ich halt einfach fast jeden Tag um 2 Nachmittag heimgehen kann und dann mit meiner Arbeit fertig bin und dann, ja, ein Stress mit dem Vollgerät. Nehme ich an. Den nehme ich an. Das kriegen wir schon. Allerdings erreicht er halt das 100-fache an Leid wie ich. Das ist dann gehe ich in einem Shitstorm unter. Aber wir gehen mit dem Weißbierglasel, wo momentan bei mir gerade Cola drin ist, wir gehen so unter. Und dann fahren wir aus dem Bildschirm raus. So, aber wir haben untergegangen. Wollt man eine Webserie machen? Selbstverständlich auf Borisch. So, dann habe ich da ein bisschen umeinander probiert. Hab mich da von einem Kumpel eine Kamera ausgeliehen, eine Canon 600D, glaube ich, jawohl. Und habe einfach mal ein bisschen umeinander probiert. Und man sieht und merkt ziemlich schnell, dass, wie soll ich ihn sagen, was ein borischer Tweef, ein borischer Beef. Borischer Beef, ich erschlagen mit 3 Weiße, dann ist gleich eine Rühe. Ob ich ein Gorsmaß mag, ich verstehe das, ja. Ich selber trinke keine Mischgetränke. Um ganz ehrlich zu sein, mein Lieblingsgetränk ist ganz was anderes. Hat mit Bier gar nichts zu tun. Haben wir Vollgerät mit Weißbestutzen zusammen? Nein, Vollgerät ist ein korrekter Mann, der ist auch öfters schon mit da gewesen, hat vorbeigeschaut, habe ich direkt gesagt, das passt schon. Ihr seid so alle, ich gehe jetzt einmal einfach grob davon aus, ihr habt einmal alle samt so im Schnitt gepflegte 10, wenn nicht manchmal sogar 15 Jahre jünger wie ich. Meinst du, dass ich da was anderes gesucht habe wie ein Neger? Darf er das? Oder ein Gasmaster oder was weiß ich nicht. Pastete! Hast du mal ein Stück lecker Pastete? Was das jetzt ist. So, wo waren wir? Einen Schluck trinken. Ich weiß nicht, das ist eine etwas ungünstige Kameraposition. Ich schaue aus, als hätte ich 180 Kilo. Aber ist mir wurscht. Gibt nichts Besseres wie einen gescheiten Bierbauch. So. Der Madnex, habe die Ehre. So. Webserie. Zurück zur Webserie. Dann festgestellt, umeinander gespielt, mal versucht, Dinge zu schneiden,
aufnehmen, Takes, ein kleines Storyboard schreiben und so weiter. Olli, magst du einen Leberkäse? Was soll ich jetzt mit der Frage anfangen? Ich verstehe nicht. Der Halle, den müssen wir schon grüßen, der ist auch dabei seit der ersten Stunde, habe die Ehren. So, Webserie. Zurück zur Webserie, um was das heute eigentlich geht, über was ich mich mit euch ein bisschen unterhalten möchte. Ja? Ob sowas, wie soll ich sagen, erwünscht, ob das in meinen Kanal einpasst, ich weiß es nicht. So, wir haben das probiert, ich habe umeinander getan und mich umeinander gespielt. Und mein Plan war, das ist so quasi das Grundkonzept, in einem Satz zusammengefasst oder in maximal 2. Ich möchte haben, dass das also Echtbild ist, ausschaut wie im Kino, geht nicht ganz, da fehlt es am Equipment und an der Kohle, ja, ich mag damit weder Geld verdienen, noch mag ich Geld dafür ausgeben, sehr klar, ich verdiene auch nicht den Teufel. Das ist im Prinzip eigentlich alles, was wir haben, wir kennen 600D ist das Ding und macht ganz gute Battle, ja, auch im Video ist das alles ganz gut und so weiter und ich kenne ja ein bisschen mit dem PC-Scheiß da aus und hab da einfach mal umeinander da. So, dann habe ich glaube, 2 oder 3 Stunden lang, das habe ich mit meiner Freundin gemacht, 2-3 Stunden lang Sachen aufgenommen. Davor ein bisschen was zusammengeschrieben, wie, was, wo und was weiß ich. Und das dann zusammengeschnitten. Ich glaube, dass ich da dafür 10 Stunden, 20 Stunden klauen, glaube ich nicht. Für das, dass 1 Minute Video dabei rauskommt. Wo noch nicht einmal jemand was sagt. Wie soll ich sagen? Pueblo 1998. Mit Moin brauchst du mir nicht daherkommen, gell? So. Oh, da war Österreich, habe ich gerade noch gesehen, da gibt es habe die Ehre. Deine Schnitte sind eh geil gemacht in deinen Autos. So, ja, der Irit Borisch und du ist schon auf der richtigen Ding. So. Ja, dann ist das gelingen, den ganzen Winter. Obwohl ich es schon angekündigt habe. Habe aber Gott sei Dank dazu gesagt, verlasst euch da mal nicht drauf, das kann nur ewig dauern. Ja, dann folgendes. Ist mir irgendwann, deswegen habe ich auch mit denen How-Tos angefangen und deswegen schauen die so aus, wie es ausschauen. Dieses comichafte Comic-Schrift, bla, blub, Beutel bloß animiert und das massiv schlecht und das mit Absicht. Sorry, ich bin Mecklenburger. Tut mir leid, servus. Das traust du auch noch sagen, Alter. Da hocken nur lauter grantige borische Teufel herin, die da jetzt wahrscheinlich gleich mit Schleichte und was weiß ich was und da schlagen. Nein, wir sind mal tolerant. Bleibst da, das passt schon. Das passt schon. Jawohl. So. Jo. Und dann ist mir irgendwann die Idee gekommen, warum machen wir mir aus dieser Webserie nicht einen Comic? Und zwar einen bewegten, animierten Comic. Und zwar so, wie du das. Jeder hat schon mal einen Comic gelesen, ja. Also nicht den Comic in der Tageszeitung, an Garfield und so weiter, wobei die auch ganz geil sind, sondern einen Marvel-Comic, ja, oder einen DC-Comic oder irgend sowas halt. Ich schalte jetzt da einmal. Jetzt passt es an. Ich schalte jetzt da einfach einmal auf meinen Monitor um. So. Dann sind wir da. Ich bin in Österreich, wie geht's? Sau gut geht's. Habe ich die Ehre gerissen nach Österreich. Ihr habt's genauso stark wie mir. So, jetzt schauen wir erst einmal. Und zwar einen bewegten, warum möchte ich das eigentlich her? Das mag kein Mensch nicht singen. Also. So, ein Comic vom Biermob. Ich weiß nicht, wer, der Bierman wahrscheinlich. Da habe ich auch gesehen, dass es einen Comic tatsächlich gibt. Da bin ich sowieso schon wieder da gesessen und habe mir gedacht so, Alter, darf das die Wahrheit sein? Oder hat schon wieder irgendjemand in mein Hirn reingeschaut und gesagt, was ich machen möchte. Ja? Also, ich möchte nicht einen Trachtenman heißt der übrigens gleich. Habe ich ihre Bier, kennst du einen Tegernsee? Was ist denn das für eine Frage? Kennst du einen Starnberger See? Money Prototype, habe ich die Ehre. So. Der Entschluss ist eigentlich schon gefasst. Es wird ein bewegter Comic. Das Ding schaut dann ähnlich aus, in dem Stil, würde es die How-Tos sein. Oder deren, besser gesagt. Alter, geil, jetzt bin ich direkt im Stream. Juice Dinson, das bist du wohl. Habe ich die Ehre. Ja, wie soll ich sagen? Und dann habe ich mich da einfach mal damit befasst. Und das soll halt eigentlich. Ich glaube, sowas hat auch noch keiner gemacht, ja. Deswegen habe ich mich ein bisschen gesträubt davor, ob ich, wie soll ich sagen, ob ich das heute überhaupt verzeihen möchte. Ja. Das erste und ganz wichtig, warte, da mache ich mich nochmal groß. Ganz wichtig.
auch wenn dieser Comic wird und kein Video, das Ding wird scheiße viel Arbeit. Das Hauptproblem daran ist, dass da nicht nur ich dabei bin, sondern noch mindestens 2, 3, 4, 5 andere Leute und immer wieder andere. Das Ding ist, ich möchte daraus tatsächlich eine Serie machen. Die fängt an und findet ein Ende. Auf alle Fälle findet das Ding irgendwann ein Ende, weil ich finde selber Serien scheiße, die einfach irgendwann weitergehen und dann was ist. So eine Folge soll so 5 bis 10 Minuten dauern und ja, wie soll ich sagen? Er hat sich fix ein YouTuber, der ein paar hoppala, hat mir gleich hoppala, du saufst doch! Ja, aber erst ab Mittag. Und im Prinzip nenne ich das Projekt oder dieses Genre, das gibt es ja so nicht, ich habe es ja nicht gefunden, außer von Marvel selber. Aber das ist halt komplett zeichnet. Ich möchte das nicht komplett zeichnen. Das sollen echte Fotos sein, aber dann in einen Comic-Stil umgewandelt und das bewegt sich ein bisschen. Und du hörst quasi ein Hörspiel im Hintergrund. Mit Hintergrundgeräuschen und Dialog und so ein Scheißtrick. Dicht und ergreifend ist keine Band. Das ist mir ganz wichtig und das sicherlich keine Dicht und ergreifend. Wer kennt das bei uns nicht? So. Ja, und da haben wir eigentlich ja schon. Deswegen habe ich in den letzten Tagen, war ich auf der Suche nach, machen wir über Fotos, machen wir das, schreiben wir ein wenig etwas zusammen. Und was ich machen wollte, mit der Webserie schon, das ist eine Story, und da werden jetzt gleich wahrscheinlich viele sagen, oh Gott, es geht wieder um das, es geht überall immer nur um das. Aber, Stichwort, wie nennen wir es denn? Stichwort Wasteland. Ödland. Aber halt nicht in der Stadt. Und nicht in New York. Bei den Amis. Da wo ich in ein Haus eingehe. Und dann haben da 15 Pumpguns und ein M4 und ein M14 und ein Raketenwerfer. Und was weiß ich was für ein Scheiß. Und alle ballern bloß noch umeinander. Sondern Wasteland, Ödland, Apokalypsenzeitalter. Alles ist im Arsch. Und wir reden von Zombies. Ja, wir reden von Zombies. Wenn jetzt die meisten Leute wahrscheinlich Zombies hören, dann denken sie wahrscheinlich alle, oh Gott, na, hör halt auf mit dem Scheiß. Ich rede aber von einer bestimmten Art von Zombies. Sagen wir es so. Kannst du bitte die ganze Zeit mit deiner Preisanstellung, ich finde die so na, Herr Nachgewohnt ist meine Ohren und dann muss ich mich selber in den Verhaltenskodex eintragen und muss mich selber bockfutzen den ganzen Tag. Schwierig, ganz schwierig. Ich schaue, dass es vielleicht mal ab und zu mir einbaue. So. Wir mögen wir keine Zombies, scheiß auf Zombies. Bei uns sind Zombies nämlich Leute, dann, die von heute auf morgen, von just auf dann, kein Bier mehr vertragen. Und dann instant zu der faul die Preisen-Zombies werden und bloß noch Hochdeutsch schmerzen. Ganz genau. Bierzombies, quasi. Quasi Bierzombies. Die rennen umeinander, lallen, irgendeinen Scheißdreck in Preisisch, gibt's die Sprache Preisisch, kann man das sagen? In Hochdeutsch halt. Und die einzigen, die halt nur das Bier vertragen, das sind wir. Und, genau. Wir vertragen wir das halt noch und vielleicht auch noch ein paar andere und dann kann man da lauter so Geschichten erzählen. Aber das Ding dran ist, selbstverständlich bleibt das Borisch, ist eh klar. Ich wollte eigentlich, wie ich vorher schon gesagt habe, das in einem Satz zusammenbauen, was ich damit erreichen wollte oder was mein, wie sagt man dazu, wie sagt man, nicht der Businessplan, sondern die Philosophie quasi, die du zusammenfasst in nur 2 Sätze. Ich möchte haben, dass das, wenn das mein Freundeskreis so schaut, der mich ja kennt und so weiß, wie ich bin und so weiter und so fort, der wo sich denkt, so ja, Birger macht wieder irgendeinen Müll, dass der sich die ersten 60, 2 Minuten, was weiß ich, anschaut, so da sitzt. Kruzifix ist das gut gemacht, mit dem habe ich nicht gerechnet. Aber halt ernst. Ja, nicht mit dem normalen Blödsinn, den ich so den ganzen Tag rede und im Interwebs verbreite. Sondern das wollte ich damit erreichen. Dass wir da nicht hinkommen, haben wir ziemlich schnell gemerkt, als wir uns einmal zu 3, 4 zusammengehockt haben und wollten uns einfach mal eine Geschichte ausdenken. Um was geht's, wer ist dabei, welche Charaktere und lauter so einen Schmarrn.
Und dann haben uns 18 Sachen eingefallen, wie das in vollkommenen Blödsinn ausartet, aber bloß nichts Gescheites. Und dann einmal eine ansatzweise gescheite Geschichte. Das ist dann so weit gegangen, dass wir, warte, ich hab da irgendwo einen Zettel, da haben wir uns da draußen auf meine Terrassen geguckt, 2 Kasten Bier hingestellt, einglittert und dann haben wir halt einfach einmal zusammengeschrieben. So. Und dabei ist wirklich, ich glaube, auf 4 Stunden oder so. Auf 4 verfickte Stunden. Die ist dabei rausgekommen. Das sind quasi die 4 Charaktere, das kann jetzt sogar ein bisschen an genau, so ein Standard-Gruppenprojekt. Wenn kein Kasten Bier nicht da steht, dann kann das nichts werden. Aber es artet halt den Blödsinn aus. Und das finde ich auch gar nicht, schrei halt nicht so. Da kennt mich jemand noch nicht gut genug. Das ist dabei rausgekommen. Das sind die 4 Charaktere, da sind übrigens 3 von meinen Kumpels sind mindestens dabei. Das sind die Protagonisten, quasi die Hauptfiguren. Das bin einmal ich, der Birger. Da haben ein paar so Sachen gezeichnet. Das ist der Steff, der Birger, der Kani, der übrigens mein Praktikant wird für weitere Sachen, aber das auch anders mal. Und der Andi. Und ja, mehr haben wir eigentlich noch gar nicht geschafft. Mir geht es jetzt hauptsächlich einmal drum, ob das, wie soll ich sagen, was da die Allgemeinheit so davon hält. Und jetzt strenge ich mich einfach einmal an, diesen Chat zum Lesen. Fotzen halten, 10 Palten. Ein Backel Fotzen ist gleich aufgerissen. Und wenn du nochmal so einen Schmarrn redest, dann klappst du deine 10 mit den Brohren Bratzen zusammen. So. Oh, so wie Left 4 Dead 2. Ja, das kommt schon ziemlich gut hin. Der Collapse MT, grüß dich, habe die Ehre. Der erste Kommentar aus Twitch übrigens, glaube ich. So wie ich das sehe. Es soll Blödsinn beinhalten. Also, dass das Bohrisch bleibt, brauchen wir gar nicht schmerzen. Das ist das Erste. Es wird nicht so ernst und in super gut, also gewollt, ob das hingehauen hätte, weiß ich sowieso nicht. Ob das, wie soll ich sagen, ein Film ist erst dann gut oder eine Serie ist erst dann gut, wenn du diese Charaktere liebst, also wirklich magst und die da einsteigerst, dann einer da stirbt und du zum Beispiel kurz vorm Trenzen bist. Ja, da können wir alle noch so viel umeinander cool meckern, wie wir wollen. Wenn wir uns zum Beispiel Klick anschauen und ihm sein Pap stirbt, dann sitzt du da und trennst entweder wie ein Schoßhund oder bist zumindest so kurz davor. Dann ist ein Film richtig gut. Wobei Klick im Allgemeinen ein völliger Dreck ist, aber ist egal. Hast du die Verlaufsteuerin, du Gretler, Alter? Oder haben schon gesagt, achso, mich fragen wir so viel, wo ich wohne. Ich wohne in Landau. Das ist in fucking Niederbayern. Landau kennt aber im Prinzip keine alte Sau. In der Nahen so 10 Minuten weg ist ungefähr Dingelfing. Und 20 Minuten ist Straubing weg. Und Straubing kennt ja jeder. Es ist das zweitgrößte Volksfest, das es bei uns gibt. Und da muss man halt einmal sagen, Mr. Steheil, wo kommst denn du noch gerade her? Habe ich gerade erklärt. Ich hoffe, du sagst das noch. Ich komme aus Landau. Kennst du mal Google Maps, gibst Landau ein und nicht in der Pfalz, weil das, wenn ich dazu erklären muss, dann fällt es himmelweit. Schlimmste Finger ist ein Dingelfinger. Schwing dein Ding nach Dingelfing. Das ist das Einzige, was ich kenne. Ja, Landau und Dingelfing mengen sie nicht so. Weiß auch nicht warum. Ich kenne aus Dingelfing keine Sau nicht. Außer einen. Der ist ganz in Ordnung. Ja, Birger stirbt in der Serie und dreht durchgehend Hochdeutsch und seine Freunde trenzen und sagen rennen weg mit Tränen in die Augen. So kann das zum Beispiel aufhören. So. Der kleine Spohn habe die Ehre, Heiligsgustel. So, wo wollen wir hin? So ein bisschen erklärt. Es bleibt beim Blödsinn, aber halt also ein Quäntchen Ernsthaftigkeit bleibt drin. Dann, ich möchte so viel Splatter da reinhauen, wie es noch gerade irgendwie geht. Das heißt, es wird so übertrieben brutal, aber halt lustig brutal, weil sonst, glaube ich, kriege ich wieder ein Problem mit YouTube und sperrend Videos und was weiß ich. Ich möchte eine coole Musik dazu, ich möchte unseren typischen Plätschmerz halt, und mir geht es halt darum, schaut jemand zum Beispiel The Walking Dead oder hat sich sonst irgendwelche etwas neueren Zombie-Filme angeschaut. Wir reden nicht von diesem Scheiß aus 1970, das mag alles seine Daseinsberechtigung haben, ja, aber da bin ich zu wenig Film verrückt, dass ich mir die anschaue. Das geht einfach nicht, ja. Da kriege ich Vogel hier.
LK Landshut FTW. Ja, Landshut ist gar nicht weit weg. Da fährst du 92 Kaffee und dann bist du gleich unten. The Walking Dead, Freile, yo, ich schau. Ja, genau. So, jetzt stellt euch einmal, ich meine, The Walking Dead ist ja auch nicht auf Spaß aufgebaut, ja? Also ich liebe The Walking Dead. Hat mittendrin einmal zwischen Staffel 2 ist die katastrophalste ever. Nach dem zweiten Mal anschauen geht's schon wieder schön langsam. Simon Grassl, habe ich die heute. Sorry an alle anderen, die ich nicht gerissen kann mittendrin. Ich rede jetzt schon eine halbe Stunde und Moment, ich muss mal kurz von meiner Cola halbe zuseln. Also Reding! Oh, da weiß ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht aus, wenn ich weiß, dass das weg ist. Bürger, du musst mal einen Popschutz für dein Mikro kaufen. Moment, ich drücke schnell einen Bestellbutton. So. So, Amazon liefert ziemlich schnell und schon haben wir wieder einen Blobschutz da. Ich hoffe, dass das besser ist. Ich habe eigentlich nicht gemeint, dass ich so lange einfach nur labert. Ich habe ja was vorbereitet, meine Herren. Und Damen, ich darf euch nicht vergessen. Und Österreicher auch nicht. So. Um was geht's? Um ein Spiel oder Serie oder einen Film? Ja, Film, Serie, das weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob das immer eine einmalige Sache wird oder eine fortlaufende Serie. Es wird aber kein Bewegtbild, es wird aufgebaut wie ein Comic, es ist bohrisch, es ist, jetzt einmal ganz langsam. Es ist bohrisch, es ist mit Witz versehen, es ist aber mit einer total Ernsthaftigkeit. Wo waren wir noch? Wir sind zu viert. Es ist eine Zombie-Apokalypse. Jetzt nicht falsch verstehen. Aufpassen, was ich jetzt gleich sage, für alle, die neu dazugekommen sind. Es sind keine normalen Zombies. Diese Zombies vertragen kein Bier mehr und werden dann instant zu gefaulte Zombie-Preisen, die nur noch Hochdeutsch schmerzen können. Uns fällt natürlich nichts. Das ist einmal so die Grundding. So, da viel, wie ich das gesehen habe, der Survival David, mach mal bitte deine Haare auf. Das der mal lieber nicht, weil dann sagt man nichts mehr da rundum. Und ich schaue so der Jesus übrigens dann. So, wir stellen uns einmal The Walking Dead vor. Kennen ja offensichtlich viel. Ich liebe diese Serie, hat einen Hänger gehabt, da waren wir, genau, bla bla bla. Und jetzt stellen wir uns aber das nicht in die USA vor, wo ja irgendwie immer alles passiert. Es passiert ja immer noch alles in die USA. Und da, wir wissen ja, in die USA wohnen lauter Vollgas-Irre, die alle einen Waffenschrank daheim haben oder mit der Pistole auf die Straße gehen. Ja, es gibt bei uns auch Waffen, das ist mir schon klar, aber dazu muss man nur ein einigermaßen vernünftiger Mensch sein und die kriege ich nicht, wenn ich ein Konto bei der Sparkasse mache. Da kriege ich keine Schrotflinten mitgeben. Als Dankeschön, dass du ein Konto aufgemacht hast. Ja, deswegen liegt bei uns nicht in jedem Haushalt eine Waffe umeinander. In meinem Haushalt zum Beispiel auch nicht. Ich hab einen Kinderbaseballschläger, das ist alles. Und der bricht wahrscheinlich auseinander, wenn ich damit zuhau. Bier hassen die Zombies, ja, leck mich am Arsch. So ungefähr, genau. Die Zombie-Typen, die meinen quasi nicht dein Hirn fressen oder nicht die fressen oder die anstecken, sondern die wollen halt einfach, wie soll ich sagen, die reagieren zum Beispiel, das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, aber das schreiben wir uns nachher mal ein bisschen zusammen. Die reagieren halt einfach auf deinen Blutspiegel, also auf deinen Alkoholspiegel im Blut oder irgend sowas. Ist ja wurscht. Aber jetzt stellen wir uns einmal The Walking Dead vor, nicht in die USA, sondern bei uns in Bayern am Land. Jeder, und da braucht man keiner was anderes erzählen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wenn es so standardmäßig, was weiß ich, im Bauwagen oder auf der Terrasse oder im Volksfest oder was weiß ich wo, zusammenhockt und ein paar halbe Eiliter und und da wird gesoffen und so weiter, hat jeder schon einmal drüber diskutiert, was tat man mir da, wenn bei uns Zombie-Apokalypse ist. Ja? Bin ich mir sicher, oder? Was sagen dort Leute dazu? Wo kommt denn der Bürger her? Aus Landau. Ich red Borisch und du, ich glaube, du kannst das noch 80 mehr reinschreiben. Ich glaube, ich mache mal ein Video, wo ich herkomme. Ja? Aber wenn du einfach einen Apfelsaft trinken tust, war das was, dann stell dir mal einen Kasten Bier vor die Tür, Straubing, Alter, in Landau, Radler, Zombies. Ja, genau. Und das habe ich auch schon gedacht. Du saufst der Radler, ab dem Zeitpunkt vertragst kein Bier mehr, wirst zu einem Dingsbums-Zombie und dann, ja. Ja, nämlich ist etwa auch ein Bauer. Ein Bauer, da glaube ich, haben wir ein paar da. So. Genau. Und so habe ich mir das vorgestellt. Minga, Alter. Aber jetzt sagt dieser Preisen. Auf jetzt wagt dieser Preisen. Lalalala. Ja gut, zu Weihnachten ist nur ein Stückerl hin. So, ich muss kurz meinen Plopschutz justieren.
Ja. Zombies gern mit dem Mähdrescher zusammen. Ich habe gerade so viel Beitel in meinem Kopf. Das ist eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Mr. Berserk, die wird definitiv vorkommen. Ein Harry G-Fan. Glaubt ihr wirklich, der Harry G hat den Begriff Isarpreisen erfunden? Na. Sehr leiden, kannst vielleicht zu mir umschauen. Macht GTA 5 Videos. Oh, 80 Leute schauen zu. Ich kriege einen Schlaganfall mit euch. Ja, schaut dann wieder Jesus aus. Ja, das Problem habe ich auch. Deswegen haben die immer zum so einem Müllsackende zusammenbunden. Weißt du, was es ist. So, ja. Ich habe da natürlich auch was vorbereitet. Wie soll das ausschauen? Ich habe mir gedacht, wir lassen uns heute mal Zeit, solange ich Lust habe. Das ist einmal das Allerwichtigste. Soll auch jeder von euch wissen, wenn du mich fragst. Ich werde niemals eine, wie soll ich sagen, Regelmäßigkeit ankündigen. Ja? Ich werde niemals hergehen und sagen, Gelegt Bürger, du wärst die bayerische Bibi. Nein, weil dann hätten meine Musikvideos, wie viele Leute haben das mal durchgeschaut? 50 Millionen? Ja, okay. Was? Ich habe eine Geisterwurst gehabt. Eine Geisterwurst. Hat das Würstel hinten angeteischt und dann ist doch bloß ein rausgekommen, oder was? Gibt es dann noch How-To? Ja, selbstverständlich. Das sowieso. Es kommen weiterhin Bavarian selbst, es kommen weiterhin How-Tos, wenn mir was einfällt, aber das Wichtige ist, was es wissen soll jetzt, ich werde niemals eine Regelmäßigkeit ankündigen, das heißt, jeden Mittwoch um 5 vor 6 da kommt ein Video und wenn nicht, dann ruft's Bullen an, weil dann ist er hin. Ich mache nur, wenn ich wirklich Lust habe und weil nur dann einigermaßen was dabei rauskommt. Und ich habe schon so lange auf diese verdammte Webserie Lust und auf diesen Comic jetzt und so weiter und so fort, dass ich jetzt halt einfach einmal das da so gemacht habe und jetzt sind echt fast 100 Leute da, die zuschauen und das hören und bis jetzt nur jeder irgendwie einschreit, geil, 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 passt und mach und schaut gut aus und was weiß ich. Ist das wirklich ein Motivationskackstift hinten den Anschein, dass du sagst, leck mir am Arsch, und machen wir hin. Ist wirklich eine gute Sache. Und freut mich, dass das ankommt. Das ist echt, das freut mich wirklich. Ich war echt ein bisschen skeptisch, passt das in meinen Kanal ein, passt es nicht ein. So eine Sache wird dann genannt übrigens, ich nenne es einmal, interaktive Hörspiel-Comic-Serie oder so. Gibt's sowas schon? Mit Sicherheit. Irgendein Amerikaner hat das mit Sicherheit schon gemacht und wahrscheinlich hat es schon mal jemand gemacht und ich hab's bloß nicht gesehen und dann heißt es wieder, der Bürger klaut alles. Aber ich glaube, auf Bayerisch hat es noch keiner gemacht. Dann kriegt ihr jetzt folgende Aufgabe von mir. Ab sofort erteile ich jedem Zuschauer die Pflicht, wenn ihr irgendjemanden seht, der diese Idee klaut, einen sicheren Shitstorm anzufangen, dass es bloß noch schön wird. Nein, Schwan, soll noch gleich machen, was wollen. Wird sowieso scheiße. So. Solange es bayerisch ist und Blödsinn bei, dann weiß es immer, jeder Bayer schaut, ein bayerisches Pflicht. Gut, das wollte ich hören. Ich hab's gehofft. Gute Sache. So, dann folgendes. Ja. Ich hab mir gedacht, ob das zeitlich heute funktioniert. Bin ich mir mittlerweile. Hoppala, hat so ein wenig eine Kopperl rausgehauen. Dann hat er Gesicht, kannst du selber putzen, Arschloch, Checkers oder wie es heißt. Was? Gibt's da schon wieder ein Beef oder was? Ich wohne, Herr Kisch, habe die Ehre, ich wohne in Niederbayern, Kette bei Erding, bald sind es schon 4.000. Was, wo? Achso, 4.000 Euro, ja, das stimmt. Das stimmt, ich bin auch maßlos überfordert. Maßlos überfordert bin ich. Jetzt muss ich mal da bloß so schnell einmal was schauen. Wer kommt alle aus Dingelfing-Landau? Hallo. Jetzt hätte ich fast IPIMS gesagt. Fast, aber nur fast. So. Wie lange der Stream noch dauert, der ist Open End. Der hört auf, wenn ich nicht mehr mag. So. Ich muss jetzt ein bisschen. Der Chat ist echt krass. Echt, mit 90 Leute habe ich noch nie gehabt. Mann, an dieser Stelle, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll dazu. Ihr habt die geilsten Affen, die umeinander reisen. Instant hocken 90 Leute drin und das dauerhaft zwischen 80 und 90. Ich kenne mich jetzt dann gleich nicht mehr. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie ich damit umgehe, so jetzt gerade. Wo sind die 90 auf YouTube oder was? Ja, die sind auf YouTube.
Und jo, was ich arbeite, ich bin eigentlich gelernter Mediengestalter. 50-50, Mediengestalter und Programmierer. Hab dann gewechselt in ein Sportgeschäft, mache da Online-Shops und habe einen eigenen Skate-Shop. Also stationären Laden quasi, falls das auch noch jemand interessiert. Den gibt es in Landau. Wie der heißt, sage ich nicht, ich mache keine Werbung für meine Sachen. Ich mag nicht vor immer meiner Lebtag lang meiner Philosophie treu bleiben und sagen, die ganze Kohle-Scheiße und so weiter interessiert mich nicht. Es wird sowas hier nicht geben. So. Wir folgen bloß unserem Chef. Ja. Ab und zu schon. Ab und zu folge ich meinem Chef. Nein, mein Chef ist ganz in Ordnung. Das passt schon. Hat schon alles seine Richtigkeit, so wie das alles ist. Jo. Was ich heute eigentlich machen wollte. Deswegen habe ich mich vorher, ich war völlig unvorbereitet, ich habe das vor 2 Tagen habe ich den Stream schon angekündigt, der übrigens, woher weiß denn der Mr. Collapse MT, der Gott sei Dank auf Twitch ist, wo kein Mensch zuschaut, wie das Geschäft heißt. Das darf mich jetzt interessieren, was das her hast. Findet man das so schnell? Woher weißt du das? Mach Werbung, ich mach keine Werbung. Geschissen auf Werbung. Da ist kein Österreich, wir reden von Borisch, C-Fix. Also so habe ich C-Fix geschrieben, ich auch noch nicht gesehen. Mit Z-E-V-I-G-S. Aber gut. Der Vitus Römersberger kommt einer, schreibt, Preisen sind scheiße. Das ist, ja. Gut, du hast mir das einmal im Stream gesagt. Ja, da waren wir aber bloß zu 5. Jetzt hocken, ja, 10, ich wollte gerade sagen, 10-mal so viele Leute herinnen. Das geht nicht. Aber gut, freut mich narrisch. Ich wollte heute eigentlich Folgendes machen. Deswegen habe ich, wo waren wir bei? Ja, bei völlig unvorbereitet. Sitze ich da, schreibe nochmal, wie das Geschäft heißt. Das Geschäft heißt, nein, sage ich nicht, passt. Wer es außerfinden möchte, der findet es schon außer. Ja, genau, da waren wir. Ich muss jetzt mal diesen Plopschutz da aus meiner Fresse nehmen, weil sonst sagt man nicht mehr. Nehmen wir noch mehr einen Schluck aus meiner kalten Cola, wo überhaupt nichts anderes drin ist. So. Da muss ich mal kurz wieder. Mir haut aber so viel Kopperl raus. Geht's da noch irgendjemand so? Das gibt's ja nicht. Ich trinke 2 Schluck, muss herkoppen. Und die Frau schreit mir den ganzen Tag an. Hör da mal die Kopperei auf. Gibt's eine Umdrehung. So. Du bist der erste Streamer, der borisch ist. Like. Naja, ich glaube, ich bin nicht der erste, obwohl. Angefangen habe ich ja schon sehr viel früher, aber kennst du Deckendorf? Was ist denn das für eine Frage? Was soll ich denn da sagen dazu? Natürlich. 10 Minuten Weih und, wenn es pressiert. Aber ich mag halt nicht. Kannst du meinem Internet mal sagen, dass der Stream nicht abbrechen soll, fix? Mr. Internet vom Swissler, kannst du die Scheiße unterlassen, bitte? Ich hoffe, dass irgendwas geholfen hat. Lernt alle Deutsch, ihr Affen. Oh. Mr. Halo 03. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Wir gehen immer wieder, wie immer, heute habe ich. Klar, Spahn, hau die eine, hat mich gefreut zum Vorbeischauen. Ja, ich rede auch nur Scheiße, kenne mich ja nicht aus. Scheiß Cola zeigt da, borische Streamer kenne ich schon genug. Ja, das ist wahr. Aber, super Typ. Simon Hartmann, das freut mich. Merci dir. Alter, du bist in der Unterzahl. Das ist richtig. Wer schreibt denn da? Mr. Pace TV, ja, das ist richtig. Aber war ganz nett, wenn es das nicht ausposaunst. Dankeschön. Was reimt sie auf Scheiße? Preise. So, Bockfotzen Inc. Gründen wir alle eine GmbH. Zahlt ja jeder einen Euro auf irgendein gemeinsames Konto, bis wir 15.000 zusammenkriegen und gründen wir die Bockfotzen GmbH. So, wo haben wir denn überhaupt stehen geblieben? Genau, was ich halt eigentlich machen wollte. Und ich hab mich da ich schwitze wie eine Sau. Ich werde immer unterbrochen von irgendeinem Scheißdreck. Entweder es hat 400 Grad draußen und ich schwitze so viel Arschwasser, dass ich mir ein Backel Weißwurst drin machen kann. Oder es geht ein Wetter wie Sau und ich fliege davor, wenn ich rausgehe. Und weißt du eh. Genau, so. Jetzt muss ich da erstmal den Stick raus da. So. Mir Zigaretten anzünden. Männer und Damen und Österreicher und auch ein paar Preisen offensichtlich, wenn dieser Counter da oben auf eine 3-stellige Zahl springt.
was jetzt gerade passiert ist, dann kriege ich einen Schlaganfall. Jetzt hocken 100 Leute da. Weißwurst gibt's nicht im Backel. How to Weißwurst, stimmt. Ja, aber weißt für was das Backel Weißwurst gelangt? Damit ich es in meinem Arschwasser kochen kann. Für das sind sie noch gut. Das Problem ist bloß, ich darf es nicht kaufen, sonst muss ich mich selber futzen. Ich muss da nicht bauen einmal. Wir sollten eigentlich alle so einen Preisen unseres Vertrauens als kleiner Sklaven haben, den du dann fortschicken kannst zum hol mir ein Backel Weißwurst, damit ich es in meinem Arschwasser kochen kann. So. Was ich heute eigentlich machen wollte. Jetzt erst einmal ein Stückchen runterkommen. Das ist einmal das Erste. Und alle, die es jetzt noch mehr eingeschwappt haben, was noch mit 30 Leute mehr sind, habe die Ehre. Ich bin der Birger. Und der Collapse MT hat theoretisch recht, man kocht keine Weißwurst. Das ist richtig. Nein, mein Skate Shop heißt nicht Freedom. So. Ich hab mich heute null vorbereitet. Auf das, was ich da heute vorhab. Noch dazu war ich viel weniger vorbereitet, dass 30 Mal so viele Leute da sind, wie das normal der Fall ist, mit denen ich mich einigermaßen unterhalten kann. Deswegen versuche ich das jetzt ein bisschen mit zum Konzentrieren, auf was ich überhaupt hinaus will, damit wir da einmal ein Stückchen weiterkommen. Jetzt labern ich nämlich schon seit einer Dreiviertelstunde. Und ja, weißt du, was ist. So. Phase 1. Phase 2. Phase 3. Ich habe mich dann vor einer Stunde, beziehungsweise vor 2 Stunden, ein bisschen doch noch darauf vorbereitet. Auf das, was ich eigentlich machen wollte. Nämlich das, was ich gerade jetzt eine halbe Stunde verzeiht habe, so halbscharig, diese Webserie, dieser interaktive Comic-Dingsbums, schieß mich tot, weißt du eh. So. Folgendes Ding. Ich habe meine Lederhosennutzung, die übrigens irgendwo da hinten liegt jetzt. Ja, die habe ich jetzt ausnahmsweise halt nicht. Da ist nämlich eine 3/4 lange Überknie-Lederhosen und bei 400 Grad und 300 km/h Wind zöge die halt herinnert. Nicht jeden Tag. Ja, auch ich laufe einmal mit der bequemen kurzen Jogginghosen umeinander. Muss halt auch einmal sein. Und habe mir in die Lederhosen eingehauen, die man auf die Fotos wahrscheinlich aber nicht sieht. War da draußen und habe einfach einmal ein paar Fotos gemacht. Die ultra peinlich sind. Ultra peinlich, ja? Aber mal als Test gelten sollen für das, was wir vorhaben. Ich, 3 bis 10 andere Kumpels noch und so weiter. Was wirklich schwierig macht, die ganze Sache, ist, wenn wir mir mit 2 Kasten Bier am Tisch sitzen und da eine Geschichte dazu schreiben wollen, kommt nur Scheiße dabei raus. Damit habe ich mich jetzt darauf geeinigt. Es wird ein Comic, er bewegt sich ein bisschen, es wird ein Hörspiel, er wird lustig, er wird aber auch ernst, er wird saublutig und so weiter. Wamp bei der Kiste, bist du der Kiste? Der Wamp bei der Kiste ist der Kiste, ja. Kiste, nur für die. Habe ich die Ehre. Und grüß mein Michel. Bitteschön. So, ich kann leider einen Chat nicht verfolgen, weil es so schnell zugeht, ich komme überhaupt nicht klar. Null. Genau, war draußen, habe ein paar peinliche Fotos gemacht mit diesem Ding hier. Canon 600 Dings, was weiß ich. Gilt das eigentlich schon als Produktplatzierung, wenn ich das mache? Also das ist vielleicht keine Absicht, gell? Das Teil haben wir mir irgendwo geschenkt gekriegt von irgendjemandem. Nicht jetzt halt von jemandem, der mich sponsort oder so ein Dreck, falls jetzt da wieder irgendwelche Gerüchte umeinander schwirren. Das ist halt einfach eine Kamera, die wir daheim haben. Aus. Es scheitert am Equipment. Das ist aber mit Fotos. Da kann man mit Photoshop ja einiges machen. Das heißt, so unrealistische Sachen wie, ich habe jetzt einen Raketenwerfer in der Hand und schießt da hinten das Auto kaputt und es explodiert, ist bei uns am Land relativ unrealistisch, dass wir einen Raketenwerfer haben. Deswegen, ja. Kennst du Schneemaß? Also, Kiste schreibt, Bussi Birger, Bussi zurück. Bussi aufs Bauhe, das muss immer drin sein. So. Der Birger wird gesponsert. Ja, verbreitet es noch, habt schon recht. Ich wüsste halt nicht von wem. Von den Unterhosenwichtel, vielleicht. How much would a woodchuck chuck of a woodchuck chuck couldn't chuck wood? Was? Das überfordert mich gerade maßlos. Da war vielleicht 2 Captain im Cola.
Servus Bürger, du wolltest sagen, dass der How-To-Serie sau geil ist. Das sind so ziemlich die geilsten Videos, was ich so kenne. Mr. Lemop, das gefreut mich narrisch. Merci dir. Der 10. Der Cookie Games HD. Servus Bürger, bin neu, sage ich. Merci fürs Vorbeischauen, habe die Ehre. So. Mr. Pace, nein, von dem will ich nicht. Also theoretisch will ich von dem schon gesponsert, ja, aber dafür muss ich halt arbeiten. Nicht da vor der billigen 18 Euro Webcam. So. Was bist Empfebach Festival? Nein, da bin ich leider nicht. So, jetzt pass Obacht. Wo waren wir? Ja, genau. Peinliche Fotos gemacht. So. Und ich wollte halt einfach einmal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht kriegen wir sogar so ein bisschen einen kleinen Trailer zusammen. Oder so also miteinander ein Video schneiden und einsprechen und was weiß ich. Vielleicht eine coole Nummer. Vielleicht schreiben wir ein bisschen zusammen, wer sagt was. Muss auch bloß ganz kurz sein. Ich möchte da quasi ein kurzes Erklärungsvideo machen, was das werden soll. Das kommt dann auch auf YouTube. Und eventuell auf YouTube 60 oder Bauern München. Was ist das für eine Frage? Mr. Pace. Mittlerweile soll ich jetzt das aber langsam wissen. So. Genau, das machen wir jetzt einfach einmal. Ich habe selber noch nicht umeinander probiert, zumindest nicht recht viel. Ich habe bloß noch so einen Comic-Filter gesucht, den ich, jetzt bei Obacht, jetzt schalten wir mal auf den Monitor den ich da irgendwo in meinem Titelbattle drin habe. Das hat man mit Sicherheit schon einmal gesehen. Bilder, ja, ihr seht, ich habe auch nur Scheiße am PC. Hier, so. Das da. Das kennt ja jeder. Das war auch mal ein normales Foto. Ich hoffe, dass man das irgendwie einigermaßen erkennt. Jawohl. Und das sagt man, es ist mir noch ein Ticken zu. Was ist denn los mit dir? Oh, stimmt. Die ganzen Alerts habe ich ja Anlemop, merci für dein Follow, falls du gerade zuschaust. Ich weiß nicht. Was ist denn los mit dir? Ich hab schon gesehen, die Scheiße müssen wir ausmachen. Restream, Chat, Donation, Ticker. Was ist denn los mit dir? Ich hab schon gesehen. Das können wir gleich wieder ausmachen. Das ist quasi in der Szene, wo die Kamera jetzt ein bisschen kleiner geworden ist und mein Monitor sichtbar ist. Haben diese Alerts drin, wenn jemand abbaut. Da das sofort instant eskaliert, lass mir das lieber bleiben, weil sonst können wir den ganzen Tag, was ist denn los mit dir anhören. Der Shop heißt auch nicht Skate Pirates. Nein. Meine Zigaretten gehen aber wieder aus. So. Ich habe da auf alle Fälle mal ein paar Fotos vorbereitet. Und wir werden jetzt halt einfach mal, ich sitze mir jetzt einfach mal her und unterhalte mich ein wenig mit euch und jetzt passe ich auch wieder ein bisschen auf den Chat auf und bastel das einfach mal ein bisschen so zusammen und erzähle einfach einmal, was ich mir so denke dabei. Heißt dein Shop 1080? Nein. Anni. So, dann machen wir das da mal wieder zu. Das ist ein Haufen Mist, was wir da haben. So Blasen, schießen mich Toten, ja. So, wir haben da Graphics, GFX, Videos, Webserie, Bilder, Import. So, da haben wir jetzt einmal. Hast du Instagram? Nein, das haben mich schon ein paar Leute gefragt. Instagram habe ich nicht. Mag ich aber auch gar nicht. Lex, da steht eine Telefonnummer dabei, soll ich mich anrufen? Kannst mal. Gib mir wieder ans Telefon. Sagst dir, der Bürger streamt gerade, ich soll dann schönen Gruß ausrichten und legst wieder auf. Das war super. Der Michael Fendt, wenn das dein Nachname ist der geilste, den ich bis heute bis jetzt gerade gelesen habe. Habe ich dir. Der Nicobold LP, was geht ab? Alles, was, ja, fürs hat. Grüß dir aus Österreich. Grüß euch nach Österreich. Freut mich narrisch, wenn ihr auch vorbeischaut. Hast du Shop Fortis Skate? Nein, hast du auch nicht. Könnt ihr Weißwurst mit Ketchup haben? Meine Bockfotzen GmbH ist gefragt. Bürgerfrage, soll ich meinen Freund der Bockfotzen geben, wenn der Leberkassemi... Was? Wenn der an der Leberkassemi-Käse hat... Was? Yang Xiao Long. Ich weiß nicht, was man sagen möchte. Hat einen Käse im Leberkäse drin. Pff. Wie ich mein Bart so hinkriege. Ist das der Ernst? Keine Ahnung. Ich lasse ihn einfach wachsen. Den schneide ich sogar selber.
Die Freundin scheißt mir die ganze Zeit zusammen. Wer findet, fährt, führt. Mhm. Das ist richtig. Ein Leberkäse-Käse-Semi. Ganz ehrlich, beim kalten Leberkäse ist das in Ordnung. Ist sogar gar nicht schlecht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber bei einer warmen Leberkäse-Semi, wer da einen Käse tut, dem kannst völlig befreit eine saubere umdrehte Bockfotzen geben. Servus Bürger und wie war's im Volksfest? Was für ein Volksfest? Ein Find fährt über die Chance und bleibt ganz. Ein Deutsch fährt den Träg und frickt. Ja, da kommen wir wieder aus. Die typischen, weißt du eh. So, mein Nachbar frisst Weiße mit Ketchup. Das ist das Asozialste, was ich heute gehört habe. So, flip the table, ich bin raus. Das ist einfach, weißt du, da wollte ich mir einmal einen lustigen Spaß erlauben und dann fällt einfach alles runter. Weil man nicht gescheit wegfahren kann und im scheiß behinderten Stuhl. So. Geht mein Mikrofon schon und Mic-Test 1, 3. So. Wieder zurückgucken. Ja, jetzt ohne Scheiß, ich schwitz wie eine Drecksau. Was soll denn die Scheiße? In Bayern wird randaliert. Jawohl! Das Licht geht aus, das Lenkrad zittert, der John Dere hat wohl den Fendt gegeben. Hast du schon mal so eine gescheite Bockfotzen gekriegt? Die hat ja jeder schon mal von uns gekriegt. Allerdings habe ich meine Leute noch nicht auf den Tisch geschissen, Salzstangen gesteckt und geschrien, Alter, der Igel, der wohnt aber jetzt da. Weißt du, mit einem Senf ist geil C-Fix. Das ist richtig. So, meine Damen und Herren, wir werden jetzt als Phase 1, suche ich mir jetzt einfach einmal eins von den Beutel da herum aus. Um wieder auf meine Webserie zurückzukommen, wenn da die ganze Zeit Leute kommen und gehen und nicht die ganze Zeit zuschauen, dann kann ich es jetzt halt auch nicht ändern. Die wissen halt dann nicht genau, um was das geht. Aber genau das versuche ich jetzt gerade zum Produzieren. Nämlich ein kleines Video vielleicht, so ein kleiner Teaser-Trailer, Motherfucker. Wo dann im Schluss ein Video rauskommt, das kurz erklärt, was das werden soll. So, wir gehen mal die ganzen peinlichen Beutel auf, gehen wir mal durch, da ich sagen, oder? Egal wie peinlich das sind, ist mir scheißegal. Jetzt ist auch schon wurscht. So. Das ist grün mit Stuhl. Kann man nichts anfangen damit. War Testbeutel. So. Da sitzt er. Mit der Lederwix, hat einen Haxen auf Eimer mit Farbe. Komme ich später dazu, was das werden hätte sollen und habe einen Kinderbaseballschläger in der Luft hängen. Foto ist aber kacke. So. Da schaue ich aus, als darf man gerade einen V, aber das wird wahrscheinlich das werden, was ich hernehme. Auf was ich hinaus möchte, kommt dann gleich. Was haben wir da noch? Da haben wir was ausprobiert. Und zwar kann ich per Photoshop theoretisch aus dem Stecker da, den man da so sieht, da hier rum sieht man meine Maus, ich weiß nicht, ich hoffe schon, oder? Keine Ahnung, ein Quai machen. Ich hab halt kein Quai. Ja, ich kann auch nicht irgendwo auf der Straße mit dem Quai umeinander laufen und dann da Fotos davon machen. Geht nicht. Muss ich per Photoshop da reinschneiden. Was haben wir noch? Tu halt weiter jetzt, du Klump. Da steht er Fragen da und da macht er so. Das ist quasi schon so, wie soll ich sagen? Das ist der Schlag. An Software-Puffen habe ich auch schon gedacht. Aber die kosten halt auch Geld. Ja, die gibt es auch nicht umsonst. Und dann haben sie auch so geschissene Pistolen halt. Die kann ich mir auch irgendwie, wie soll ich sagen, ins Ding einbauen. So, und dann haben wir da noch ein bisschen Hintergrund. Das ist ganz nett gemacht, weil die Kamera in der Lage ist, ob ich ein Vollgerät kenne. Natürlich kenne ich ein Vollgerät. Jeder kennt ein Vollgerät. Bin live. Wer ist live? Mit einem Luftgang jetzt. Ja, was mir jetzt gerade so auffällt, wenn da jetzt mal 80, 90, 100, 110, 120 Leute da sind, Männer, dann brauche ich Moderatoren. Ist euch das überhaupt bewusst? Die da irgendwann einmal die Leute auswerfen, die da entweder für sich selber Werbung oder irgendeinen Müll labern, der wirklich für geistig Schwerbehinderte ist, dann kannst du die ausschmeißen. Wer bei mir ein Dings machen kann, einen Moderator machen möchte, der kann mir ja einmal anschreiben über YouTube. Ja? Dann werde ich das einmal schauen. Ich werde die Wahl allerdings natürlich auf Leute treffen, die schon ein bisschen länger dabei sind, die ich vielleicht auch ein bisschen kennen. Mal schauen. So. Ja, meine dämliche Hackfresse da drin, die mag jetzt da kein Mensch mehr sehen. Das der wir jetzt einmal weg. Aber, jetzt pass auf.
wir basteln uns da jetzt einfach einmal was zusammen. Darf man sich als Moderator bewerben? Das darf man. Allerdings wir werden dann ein Bewerbungsgespräch führen. Nein, werden wir natürlich nicht. Schauen wir mal, das mit den Moderatoren, das war jetzt vielleicht falsch, weil nicht, dass ich jetzt in meinem Nachrichtenpostkasten 400 Nachrichten drin habe, ich möchte gerne Moderator werden. Dann kriege ich nämlich wieder einen Schlaganfall und dann haben wir mich nicht mehr lang. So, meine Herren, dieser Fettsack da, peinliches Foto, ist mir aber scheißegal. Für das gibt es Photoshop. Ja? Das der wir jetzt einmal weg. Das ist folgendes. Das ist das da. Und dann machen wir jetzt einmal da unseren Photoshop-Seppen auf. Und dann fangen wir einfach einmal an. Da die vorschlagen. Ich vermisse einen Leberkäse. Wenn sich jetzt jemand fragt, also ja, ein Leberkäse an sich vermisse ich auch. Aber der Leberkäse ist der streamverfolgende Mann seit der ersten Minute. Wirklich, und die ist 3 Jahre her. Der ist sowieso schon mal frei. Also er hat einen Freifahrtschein zum Mod machen. So. Dauert nicht mehr lang, dann hast du 4000. Ich finde die echt sau gut. Mr. Bayer MC, das gefreut mich. Narrisch. So. Merci. Wir ziehen jetzt dieses Bild einfach einmal da in Photoshop rein. Machen wir uns weiterhin darüber lustig, was für ein behinderter Fettsack das da sitzt. Und zünden wir uns in Ruhe eine Zigarette an. Bürger, schon mal Gaspong gespielt? Nein, habe ich noch nicht gespielt. Aber es erklärt sich sehr schnell von selbst, was das ist. Was musst du denn da in den Mauskrug einwerfen? Ein Tennisball. Das war eigentlich Verschwendung, weil da fällt so viel Gas aus der Gas, dass ich traurig bin. Da bin ich traurig. Und ich bin traurig, dass nicht Massenpong gespielt wird. Servus euch alle, ein schönes Wochenende. Ali 02, das wünsche ich dir auch, habe ich die Ehre. So, zurück. Kennt das noch jemand? Bin ich mir nicht sicher, das ist lang her. So, wir haben da einen behinderten Fettsack. Ich muss jetzt da einmal erstens muss ich mir jetzt erst einmal nochmal was in mein Weißbierglas einschenken. Und zwar, leider Gottes, weil der Herr YouTube und der Herr Twitch was dagegen hat, eine Cola. Aber es hilft ja nicht. So. Machen wir hier dann mal nochmal so, bevor wir da weitermachen. Havara hast gesoffen. Was? Jetzt noch nicht. Vielleicht schütte ich da was rein, was ist nicht seht. Ich gebe da Gas aus. Ihr müsst das Vollbier trinken, Leute. Vollbier. Keinen gemischten Teufel. Kennt noch jemand einen Eicher Bulldog? Ein Eicher Bulldog? Muss ich ganz ehrlich sagen, nein, den kenne ich nicht. Den kriege ich nicht. Weil so viele Leute fragen mich, wo ich herkomme. Ich komme aus Landau, Nähe Dingolfing, Nähe Straubing. Niederbayern. Du verstehst? Gasmaß ist live. Es ist so heiß. So, ein wenig abputzen. Für was haben wir ein T-Shirt da? Und los geht's. Los geht's. So, den Blobschutz, ich muss jetzt erstmal leiser reden. Bitte, tät's mir einen Gefallen. Welche Biersorten ich am meisten mag? Also ich feiere natürlich hart an Gustl, das ist eh klar. Ich glaube, ich darf da aber auch jeder, der meine Videos kennt, wissen. Über diese Kopperer. Hab ich einen Kopperer rausgehauen. Schau her, ich merke das schon gar nicht mehr. Nicht einmal, wenn 100 Leute zuschauen. Kriegst du einen Vogel. So, jetzt müssen wir den Blobschutz mal weg tun. Und bitte, eine Bitte an euch. Wenn ich jetzt wieder diese Stimmlage müssen wir jetzt beibehalten, weil sonst kann ich in einer Stunde nicht mehr schmatzen. Blobschutz kommt weg. Ich schaue, dass ich nicht mehr so viel schreie. Ich koppe in die andere Richtung. Moment. So. Und ja, mir mengen wir quasi ein Titelbild da von dieser Webserie machen. Stolzer Deutscher. Das Cola schaut fad aus, da gehört mir ein Check rein. Wer sagt, dass da keiner drin ist? Ein Check ist nicht drin, das kann ich da schon sagen. Aber vielleicht was anderes. Eine Bitte an euch, wenn ich wieder lauter wird und die ganze Zeit schreie und so laut in das Mikrofon jetzt nicht reinlabert, bitte schreibt es. Bitte schreibt es einfach
Bürger, halt dein Fotzen, du schreist wie ein geistig Behinderter. Das möchte ich dann im Chat da durchgespammt sehen und dann passt es. So. Mir Cookie Games HD, bist auf der Startseite. Wo? Wie? Wo? Welche Startseite? Muss ich nochmal schnell was schauen? Muss ich ja mal nochmal schnell was schauen? Was ist denn da alles los? Berzerk Schwirblis gefällt dein Foto. Sehe ich gerade. Wer ist denn der Berzerk Schwirbli? Der Berzerk war vorher schon da. Ist das dasselbe? Ja, ich glaube schon. Nein, Kommentar. Taugt mir, mach weiter, so ist wirklich gut. The Nature Guides, gefreut mich narrisch, dass jemand einmal mein Ja genau Lied gefunden hat und das für gut empfindet. Freut mich. Passt. So, wir müssen jetzt erst einmal mir kaufen. Wir haben ja übrigens gerade die 3800er Grenze überschritten mit den Abos. Ich komme überhaupt nicht mehr klar, Männer. Ich komme. Jetzt pass auf, ich hier nichts schrei laut. Da kannst du mal die Tastatur aufhebst und die ganzen Semibresel siehst. Bei mir ist was anderes. Bürger schrei wieder wie so ein Behinderter. Oder dass Bayern nicht mehr zu Deutschland gehört bei der Sprachschriftweise. Ja, wir kommen auch nicht zu Deutschland. Ich habe auch nie darum gebeten, dass wir zu Deutschland kehren, aber es ist halt leider so. Bürger, heute Fotzen, du schreist wieder wie ein Behinderter. Okay, so. Alles klar. Ich komme aus Niederbayern. Ich übrigens auch. Gratulier. Bürger, was haben wir da? Meinst du, ich finde der ja gut, Lied nicht? Ja, genau. Mr. Pace, merci. So. Das machen wir wieder zu. Das machen wir auf. Das machen wir auf. Und da schalten wir wieder um. So. Jetzt ziehen wir nochmal von der Zigaretten. Und dann schauen wir mal, was wir aus dem Ding da machen können. Ich hab mir ja gedacht, folgende, wir haben ja da ja ein Waffenarsenal, ja? Wir haben unsere 4 Charaktere in dieser Webserie und wir identifizieren uns über unsere Waffen. Und ganz grob und blöd gesagt schon fast wie bei den Turtles, ja? Da wo der eine Schwerter hat und der andere hat wie nennt man den Stecker da, keine Ahnung, und Nunchucks und Kensei-Gaben und so weiter. Der Hurendon, echt, der Hurendon, schon die Preise haben sie gerade blöd zum Schreiben, aber es hilft eh nichts. So. Das Waffenarsenal. Wir haben ja bis jetzt für 2 Charaktere unser Waffenarsenal beieinander. Das bin einmal ich und einmal der Andi, der da einen von den 4 Protagonisten spielen soll. Ich hab Geburtstag. Ich mag jetzt eigentlich die Story noch nicht erzählen, wie das losgeht und so weiter, aber ist wurscht. Wir hocken also da, ich habe einen Mask gekriegt, den kriege ich zum Geburtstag, der ist super, ich freue mich, ole ole. Und am Schluss aussehen, ja, haben wir halt alle Rotzen voll und dann geht es da irgendwie so los. Und mein Mask geht kaputt. Dann, weil ich halt jemanden damit erschlag oder so. Und dann nehme ich die Scherm und tue die in meinen Kinderbaseballschläger von einer Stecker, damit der Maßkrug, der eventuell zu einem Molotow-Maßkrug gemacht wird und ich dann immer Molotow-Maßkrug dabei habe zum Preisen Zombies anzünden und dann mit dem Baseballschläger da schlagen. Genau, das ist einmal so das erste Waffenarsenal, also der Standard-Shit halt, ja. Ich schmeiß halt mit Molotow-Maßkrug umeinander und mit meinem Baseballschläger, wo mein Geburtstagsmaßkrug quasi die Scherben eingesteckt sind, weil er irgendein Preisen-Depp halt kaputt gemacht hat. So viel mir dazu. Und dann haben wir noch einen Andi. Der Andi ist so der, wie soll ich sagen, der Gescheiterne von uns, der Vernünftigere von uns 4. Und der hat einen Benzinkanister und einen Nerfgun. Wie kommt das zustande? Ich habe ja auch nur grob ausdenkt, ich mag da jetzt auch nicht zu viel verzeihen. Auf alle Fälle, jeder kennt das, in die Mr. Swissler, ich box habe die hau die eine, habe die backt im Prinzip einen Benzinkanister, weil da kommt der erste Preisen-Zombie und keiner weiß so ganz, was man tut. Mit nicht der Fackel und der Mistgabe. An Mistgabe haben wir auch schon gedacht. Wir brauchen ja noch 2 Waffen quasi für 2 Leute, aber vielleicht entwickelt man das ja in der Zeit. Vielleicht fällt uns da was ein, da ist uns noch nichts so richtig gut im Prinzip nicht eingefallen. Schauen wir mal, vielleicht wird es eine Mistgabe bei einem. Ich bin eigentlich auch dafür, es kommt ja in jedem Zombie-Film doch immer so ein Motorsag vor, ja? Der Klassiker, da wo irgendjemand mit der scheiß Motorsag und die Leute auseinander sauber, aber das ist langweilig. Ich würde viel geiler finden, kennt ihr diese Motorsasen?
diese ewigen, riesenfetten Teile, die du so halten musst, gehen dann da hinten über deine Schulter oder unten durch mit dem Motor und du drückst drauf und von drehen sie zwar so Schnirl. da müsste die Locher, wenn mit dem Ding jemand durch die Leute durchfährt. Da müsste die schon lochen. Vitus Römersbär, magst du Neger? Das kann man jetzt so oder so verstehen. Also alle außerhalb von Bayern versteht das nicht. Aber ja, mag ich. So. An sowas hätte man noch gedacht. Aber gut. Zurück zu diesem Bild. Der Stil. Ich zeige euch jetzt halt einfach einmal kurz, was ich überhaupt für einen Plan habe, wie das ausschauen soll. Ja? Ich nehme jetzt einfach einmal meine dämliche Fresse da so, blub, schneide die aus, mache die in ein neues Butterleiner, dann sagt man, dass ich da unten Bartausfall habe und eine Babyspur am Kinn. So. Ja, genau, die gibt es mit Messer auch. Das habe ich schon auch gelesen. Ich habe dann auch schon mal nachgeschaut, was da so los ist. Und jo. Gut, dann haben wir die standardmäßigen, das ist alles ein bisschen mehr Kontrast und Tonwertkorrektur reinhauen, ja. Ja, dann habe ich ja dermaßen rote Fresse auf, dass es ganz aus ist. Das machen wir ein bisschen weniger, gut, passt auch. So, haben wir da mal so hier behindert Steinerbell. Ein Waffenvorschlag war, dass du einen Baseballschläger mit Nägel integriert nimmst. Ja, das ist ja quasi meine Waffen. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon da warst, wie ich das kurz erklärt habe. Deswegen sitze ich da, man sieht es nicht gescheit, mit einem kleinen Baseballschläger auf der Schulter, den ich per Photoshop jetzt versuche, unnatürlich riesen viel größer zu machen. Und da stecken die Scherben von meinem Maßkrug drin, den mir jemand zusammengehauen hat. Das wird quasi mein Arsenal. Bürger, hast du eine Gasmaß-Notfallkiste daheim? Ja, tatsächlich ja. Also das ist nicht bewusst für ein Gasmaß da hingestellt, aber die Utensilien, die hat man als Bayer von Welt natürlich daheim. Survival Day, die Box jetzt, servus, jupp, merci fürs Vorbeischauen, hau die eine, habe die Ehre. So, das ist natürlich ein ganz normales Foto. Was möchte ich mit dem? Mit dem möchte ich eigentlich nichts. Deswegen habe ich mir da was gesucht und zwar den Teufel da. Gibt es natürlich so Filtergeschichten, dann wandelt der dir das Normalfoto Comic-Foto. Schaut natürlich jetzt ein bisschen kacke aus, aber der Vektoreffekt, glaube ich, schaut ein bisschen besser aus. Jawohl. Genau. Das ist schon mal ziemlich grob das, wo ich wirklich hin möchte. Aus dem lässt sich ja wirklich was machen. Da kann man dann natürlich ein bisschen spähen, ein bisschen härtere Linien und so weiter. Und ein Schussapparat, wo die fucking killt werden. Ich weiß schon, das ist jetzt ein bisschen rabiat gesprochen. Ich weiß. Wärst loher, wenn wir da so ein kleines Bierhall, da steht auch der Schuss. Wir haben glaube ich sogar. Ja, genau, warte. Da muss ich mal. Versuch mal Hochdeutsch, ja. Lieber hau ich mir 15 rustige Nägel in die Knie. So. Wir haben sogar da ein Waffenarsenal aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Da gibt's allerhand Blödsinn. Da haben wir einen Vorschlag, sehe ich da, eine Hacke sehe ich da. Was ist denn das? Ein Schwert? Ist da ein Schwert um? Bin mir nicht sicher. Kann das Schwert sein. Dann meine Molotow-Maske ist natürlich drauf. Der Kasten Bier ist natürlich auch drauf. Und weil ich zu dem Zeitpunkt gerade meinen verdammten Balkon mit einem Hochdruckreiniger putzt habe, habe ich mir auch gedacht, irgendwie war es lustig, wenn man Zombies mit dem Hochdruckreiniger auseinanderschneidet. Ja. Ansonsten, dann haben wir noch, da gibt es jetzt pass auf. Ja genau, den Laubbläser hat er gut erkannt. der Puttinger oder ein Laubbläser hat er sehr gut erkannt. Moment, ich halte das da einmal so rein. Irgendwo, da ist eine Kettensog ist da, ein Brecheisen ist da, eine Machete ist da. Ich meine halt die typischen Sachen halt, ja. Aber die haben mir zu langweilig. Da muss ich nicht lachen drüber, wenn jetzt der 180. mit der Machete durch Zombies durchfährt. Ja, das weiß ich nicht. Was trinkst du für ein Bier? Gustl, Wittmann mag ich ganz gern. Lisa Mosel mag ich ganz gern. Moser Liesel, Lisa Mosel. Gut, so. So, ich bin raus, Grillfleisch besorgen für heute auf die Nacht. Das ist die einzige Ausrede, die ich gelten lasse. Beim Fleisch, da verstehe ich keinen Spaß. So. Merci fürs Vorbeischauen, habe die Ehre. Du hättest ein Schwert daheim. Wer zum Henker hat ein Schwert daheim? Ja, geile Nummer. Also, alle
An alle, beim Berserk brechen wir lieber nicht ein, weil der schießt den nicht, der schluckt ihn mit einem Zweihänder. So, zurück zum Bild. Wir haben jetzt damals so ein bisschen unseren Comic-Effekt draus gemacht. Ja, das ist alles schön und gut. Da lässt sich dann natürlich nur einiges an Effekten hinten nachmachen. Bisschen weniger Farbe, schwarz-weiß und dann der wir da noch, Gradationskurven. Das helle nicht, zeigen wir mal heller, das dunkle nicht dunkler. So, und dann haben wir da ein Beutel. Und wenn man die zwei jetzt halt miteinander vermischt, dann kriegt es irgendwann so, wie soll ich sagen, so grob den Look, wie diese Serie haben soll. Ja? Und da bin ich dann auch drauf gekommen. Für wo sind Laubbläser? Die helfen ja nichts. Wenn, dann müsste jetzt, keine Ahnung, eine Kartoffelkanone, an die hätte ich noch gedacht. Eine Kartoffelkanone ist schon auch geil. Wenn du eine Kartoffelkanone am Bugel hast und einen Kompressor also quasi in der Hand hast und einen Kompressor am Bugel und schießt dann die Leute mit der Kartoffelkanone über den Haufen. Das war schon ganz geil. Jo. So, aber das da, so wie das ausschaut, also diesen Comic-Look, alles schön und gut. So soll das später ausschauen. Bevor das aber diesen Look kriegt, möchte, wie soll ich sagen, das Beutel wird ja bewegt. Ja? Das soll ja nicht einfach bloß, du hörst da irgendein Gelaber, bla 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 und sagst der Beutel. Das ist ja langweilig. Deswegen, das mache ich jetzt nur schnell. Deswegen werden diese Figuren, Charaktere im Prinzip jetzt da halt, das wird so nichts, das hat ja jetzt noch keine konkrete Geschichte, dieses Ding, oder ich habe noch nichts Konkretes vor, ich möchte jetzt einfach mal nur so ein Beutel bauen. Das machen wir jetzt einfach mal auf die Schnelle. Schneiden wir den Hammer da einfach einmal aus, aber nicht mit der weichen Kante, bloß maximal 1. Fahren wir da oben so, ja. Ein Arsch sauber ausgeschnitten. So. Fahren wir da unten durch. Da ist natürlich jetzt blöd, dass da ein Groß vor meinem Fuß ist. Das ist ein bisschen dumm. Haben wir das. So, das machen wir alles so. Das ist jetzt eigentlich auch wirklich bloß schnell grob zum Veranschaulichen, was ich da meine. Nehmen wir die hinter auf der Seite nehmen wir auch noch mit. So. Und mein Fotzen groben Shell, den schneiden wir auch noch aus. So. Und der Basi muss natürlich auch dazu. So. Grob, also, oh, was haben wir da wieder fabriziert? Das gehört natürlich auch noch alles mit ausgeschnitten. Lalalala. Und dann, da haben so Sachen, die brauchen wir jetzt nicht. So. Im Prinzip, grob, weißt du das mal so grob ausgeschnitten. Okay, nichts Besonderes. Wenn wir mir da jetzt den Hintergrund wieder einblenden, merkt da kein Mensch was davon. So, wenn wir mir aber diese Figur jetzt nehmen und da verschieben, dann sehen wir mir das da so. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn jetzt in die Videos, damit sich da halt ein bisschen was bewegt, hoppala, dann wird, wie soll ich sagen, dann bewegt sich die Figur halt einfach ein bisschen. Ja, die wird ein bisschen größer, der Hintergrund wird ein bisschen kleiner, damit es ein bisschen dynamischer wirkt. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Anders. Keine Ahnung. So. Aber war nur zum Veranschaulichen. Was ich jetzt möchte, was ich im Kopf habe. Schaut jemand Game of Thrones? Unterhalten wir uns einmal noch schnell. Schaut jemand von euch Game of Thrones? Es rührt sich etwas. Wo kommst du dann her? Also ich komme in einer Stunde wieder. Servus. Mr. Okay, merci fürs Vorbeischauen. Habe der dabei. Lederhosen mit Turnschuhen macht man aber nicht, oder? Macht man nicht, ist ja bloß testweise. Ich sitze da nicht im Volksfest, ich sitze da, wo mich keiner sieht. Heute der Fotzenbürger schreien nicht so hack und zack. Okay! Entschuldigung. So.
Freile, jo, hier ist Riesebett. Okay, ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich jetzt von Game of Thrones labert, dann wissen das einige, die es nicht wissen, ist wurscht. Jeder kennt den eisernen Thron. Ja? So, mein Plan mit diesem Battle, deswegen habe ich meinen Fuß auch da so auf so einem Holzsteckerl drauf, ist, dass ich da nicht auf dem kleinen Holzstuhl, den man fast nicht sieht und den man später auch nicht mehr sehen soll, quasi auf einem Leichenhaufen sitze, aus einem Thron von Zombie-Leichen. So, und das versuche ich jetzt einigermaßen zum Zusammen-Photoshoppen. Im Prinzip. Und dazu braucht man ziemlich viel Zombie-Battle. So. Dann gehen wir einfach bei Google einmal ein. Zombie. Zombie. Gehen wir da einfach mit Zombie ein. Schauen wir, was passiert. Bilder. Okay. Ja, dann kommt das übliche, der übliche Shit. Ja, da kommt der übliche Shit. Da haben wir schon so einen Kopf. Also das ist der Herschel, den können wir natürlich nicht direkt hernehmen. Ich mag ja auch nicht das Zeug zusammenklauen, also so offensichtlich zusammenklauen, dass ich da irgendwo Zombie-Battle mir hernehme. Ich meine, das wird ja klar sein. Ich meine, wir sollten nicht leider so herschminken. Bist denn du blöd? Schau mal auf Facebook, was da los ist. Was ist denn auf Facebook los? Was ist da auf Facebook los? Die Lehrmeier seiner Szene, schau dich gerade mal, wie lange ich schon bei dir dabei bin. Das weiß ich nicht. Herr Kargel, ich weiß es nicht. So. Ja, was ist da los? Da passieren so viele Sachen auf Facebook, ich komme überhaupt nicht aus. So viel zu dem, wenn einer von mir übrig. Oh! Herr Bezirk, ich habe verstanden. Kann man die Ollebeutel einfach so hernehmen? Ja, das ist so eine Sache. Ich bin mir, um ehrlich zu sein, bin ich mir viel zu laut, okay, sorry. Um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht, ich weiß, was wir jetzt machen, warum habe ich eigentlich ein verficktes Headset auf? Das weiß kein Mensch. So, Segelohrbirger. Dann muss ich vielleicht auch nicht so laut labern. Da hinten die auf. Ich mache jetzt einmal schnell die auf. Warum? Entschuldigung. Da geht der Wind so. Da geht der Wind so dermaßen. Dass der Wahnsinn ist. Hört ihr das? Ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Schutz. Ja, also ich bin mir, um ehrlich zu sein, auch nicht so hundertprozentig sicher, ob man Bürger heute Fotzen, du schreist wie ein Behinderter, okay? Ich bin mir auch nicht sicher, dass man diese Beutel, die jetzt ich da bei, wie soll ich sagen, bei Google da findet, die darf man normal nicht hernehmen. Das ist schon klar. Man darf diese Sachen aber nicht hernehmen für kommerzielle Sachen. Und ich verkaufe diese Serie ja nicht. Ja? Alles, was passieren kann, ist, dass im Prinzip ja eigentlich alle meine Videos, hauptsächlich auch das Barbarian Sepp und so weiter, da ist ja auch Videomaterial drin von Tuba Clown habe ich die, was macht der Plötze? Der Plötze pennt, glaube ich. Der glaube ich pennt im Schlafzimmer hinten irgendwo. Genau. So eine Battle müssen sie halt bei iStock dir kaufen. Wenn ich jetzt allerdings hergehe und diese Beutel so verfremde, dass im Prinzip schon fast selber wieder eine eigene Kreation ist, dann ist das völlig Banane. Und ich mache das nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Wenn ich jetzt da einen Kinofilm machen möchte, dann darf ich das natürlich nicht. Das ist schon klar. Und so glaube ich jetzt nicht, dass da irgendeinen Stress gibt. So, was wir mir jetzt aber als erstes einmal probieren, ist, dass wir mir anstatt diesem Stecker da unten einen Zombie-Shell reintun. Und dann langsam aber sicher aus meinem Stuhl da hinten aber du verdienst ja Geld durch YouTube, oder? Das ist richtig. Im Klammern, auch wenn es nicht viel ist, ist es wirklich nicht viel. Ich glaube, das sind, lass es mal $10 im Monat sein. Das sind nicht einmal, keine Ahnung, das ist im Prinzip in Euro nicht einmal eine Schachtel Zigaretten. Also das interessiert keinen. Alles, was da dann passieren kann, ist, dass ich bei meinen Videos, wo jemand so ein Urheberrecht hat, dann kein Geld damit verdienen. Das ist mir aber wurscht. Ich glaube, dass ich von 150 Videos gibt es 5, wo quasi monetarisiert sind. Und genau. Da war einmal die GEMA-Geschichte mit dem Karl-Heinz Kaber. Richtig.
Das war so krass, dass das ganze Video komplett gesperrt haben. Da reagiert jeder Copyright Inhaber reagiert da anders. Mittlerweile hat sich die GEMA ja irgendwie mit YouTube geeinigt und dann gibt's, wie soll ich sagen, dann wird quasi dein Video, im Prinzip jetzt mein Video, von dem Copyright-Inhaber monetarisiert. Bedeutet, diese Werbung, die da davor läuft und danach läuft und mittendrin läuft oder sonst irgendwas, die kommt von dem, nicht von mir. Ich glaube, in keinem von 5 Videos, die sind 180 Jahre alt, wo monetarisiert sind, wo Werbung läuft. Das interessiert mich einfach nicht. Ja? So, jetzt pass Obacht. War ich schon mal gesehen, du magst das, habe ich dir merci fürs Vorbeischauen. Merci für die Tutorials, das ist ein geiles Format. Das freut mich, viel Spaß beim Anschauen. So, ich habe gerade alle deine Videos angeschaut, super, echt. Weißt du, in der Schule lernen wir jeden Scheiß, außer das, was man in Bayern braucht. Wir müssen die Staaten von Afrika wissen, verstehst du? Ja, die haben mir auch in meinem Leben ziemlich viel weitergeholfen. Ich bin nur das, was ich bin, weil ich war nicht einen einzigen Staat, wo ich in scheiß Afrika. Interessiert mich auch nicht. Aus welchem Bundesland kommst du? Ich komme aus der Oberpfalz. Ich komme aus Niederbayern, also im Bundesland halt Bayern. Das ist schon klar, aber ich komme aus Niederbayern. Der Schützer ist da. Habe ich dir. Wie geht's dir eigentlich? Wie geht's mir eigentlich? Warum mache ich einen kranken Eindruck? Mir geht's blendend. Es taugt schon für Seebach, wie ich gern sag. Monetarisierst du das heutige Video? Das jetzt gerade da? Geht das im Livestream überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Bundesland, haha, Oberpfalz ist ein Regierungsbezirk. Schön gesagt. Schön gesagt. Das Wort Regierungsbezirk ist mir vorher nicht eingefallen, deswegen habe ich einfach gesagt, Niederbayern, wird schon passen. Bürger nicht vom Thema abkommen. Richtig, danke. So, wir wollten mal einen verfickten Zombie-Kopf unter meinen Hackster reinschneiden. Und das tun wir jetzt einfach einmal. Dazu sucht man uns einfach mal irgendeinen Zombie-Kopf, der uns gefällt, aus. Wichtig ist, dass wir einen ganzen haben. Also, dass der nicht irgendwie, wie soll ich sagen, jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal die da, die schaut zwar schon ziemlich cool, der fault und fertig aus und so, aber da ist halt der Kopf oben abgeschnitten. Schaut halt scheiße aus. Aber sie da daneben, jetzt pass auf, kann ich das da mal groß machen? Bild in neuem Tab öffnen. So, aber sie daneben hat einen ganzen Kopf da. Da kann man das schon mal machen. Weißt du, wo Rosenheim ist? Da komme ich her. Natürlich weiß ich, wo Rosenheim ist. Das ist ja eh klar. So, wir probieren das jetzt halt einfach einmal. Josh Crafter, Servus, habe ich die Ehre, alter Spätzl. Petschko White, habe ich die Ehre. Wo genau, welcher Landkreis bin ich von Dingelfing? Landau, Sepp, 101, Sepp. So. Und darum pflanzen wir mir jetzt einfach mal diesen Zombie-Kopf. Oh, der ist relativ klar. Aber das klang schon. Wir schneiden uns jetzt da einfach einmal aus, grob, was wir brauchen. Der mit deinem Shell. So, der Kopf ist abgetrennt. Da ist wurscht, dann nehmen wir die Haare noch mit. Und dann passt das. Wie habe ich so Ski gern und Ski. Nein, Ski? Ne? Gar nicht so Ski. Wie ich gern sage, ist, dann passt es. So. So, dann gehen wir mal her. Also, man hört ja eigentlich den Wind nicht. Ich höre mich nicht einmal selber gescheit. Warst du schon mal am Chiemsee? Jawohl, da war ich schon. Ich war 2-3 Mal am Chiemsee Reggae. Das war ganz lustig, aber das ist über 15 Jahre her. Oder? Ja, das darf halt echt 15 Jahre her sein. So, wir packen diesen Zombie-Kopf jetzt da einfach mal unter meinem Fuß. So, jetzt ist natürlich die Frage, der Zombie-Kopf ist nicht so groß wie dieser Holzstecker, sondern lassen wir doch den mal proportional in etwa so groß sein wie mein Kopf. Wo wir gleich den draus. So, Bild bearbeiten. Ja. Nein, machen wir natürlich nicht. Aber er soll natürlich so proportional eigentlich sein, wie alt ich bin. Oh, das werde ich nicht verraten. Das ist Chiemsee Summer. Das ist doch Chiemsee Summer, ist doch Chiemsee Reggae. Ist das nicht dasselbe? Ich habe keine Ahnung. Ich war schon lange nicht mehr auf einem Festival. Weil mich gerade jemand auch fragt, wie alt das ich bin. Ich bin definitiv zu alt für Festivals. Ich weiß schon, für Festivals ist man nie zu alt. Aber zu fett. Okay. Wurscht. Ja, wir müssen diesen Zombie-Kopf da unter meinen Fuß einbauen. Da der natürlich, mein Fuß ist ein bisschen weiter her vorn wie mein wirklicher Kopf und ein bisschen unproportional darf es ja sein.
Deswegen machen wir ihn ein bisschen größer. So, jetzt pflanzt man den da so rein. Okay. Blub. So, das schaut jetzt natürlich eher sehr bescheiden aus. Ja? Deswegen, jetzt löschen wir mal diese Ebene da hinten. So. Darum gehört dieser gute Kopf jetzt da einfach einmal ein bisschen bearbeitet. Machen wir jetzt mal halber durchsichtig, zoomen wir da ein bisschen rein. Und ja, ich weiß schon, Lederhosen mit Turnschuhe, bla bla bla. Haben wir jetzt keine Zeit dafür. Beziehungsweise ich habe die Fotos heute mal schnell hingeschissen. Ich habe Fichtach, Freilegene Fichtach übrigens, Herr Tyrus, ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht. Ja, so. Und ihren Shell da unten, den schneiden wir auch ein bisschen zu. Tralala, 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 tralala. Dann machen wir die Deckkraft wieder nach oben. Da haben wir überall so ein bisschen einen weichen Rand. Ja, das schaut doch schon besser aus. Weicher Rand. Abgeschnittene Täts. Da abgeschnittene Täts. Ja. So, jetzt schaut das natürlich ein bisschen komisch aus. Wir müssten da irgendwie Schatten und Tiefen erzeugen. Ja? Das ist wichtig, damit das einigermaßen ausschaut. Und ich mache das ganz, ganz, ganz bewusst, bevor ich diesen Comic-Effekt da drüber lege, weil dann ist fast schon scheißegal, wie schlecht dass dieser Zombie-Schädel da unten jetzt ausschaut. Ja? Da kommt dann der Comic-Effekt drüber und dann passt es. So. Machen wir jetzt mal so. So. Der Zombie-Kopf, der schaut deswegen so unecht aus, weil er viel dunkler, ganz anders belichtet als mein Foto ist und einen ganz anderen Schatten hat und so weiter. Aber das wird sich nicht vermeiden lassen zum größten Teil. Deswegen verpassen wir mit dem jetzt ein bisschen so einen Schatten. So. Den Schatten macht man 50%. Das ist ein bisschen Zwing wahrscheinlich. Ja. Und dann duplizieren wir den Schatten. Und der Schatten muss natürlich auch ein bisschen unter meinen Fuß. Zack, das Böhnchen. So. So. Und dann müsste man nur noch. Kennst du Django 3000? Ja, kenne ich. Kennst du einen Böbrach? Ja, kenne ich. Passt das ist geil. Vader? Was war noch mit dem Vader? Ich weiß nicht. So. Und dann machen wir den ein bisschen größer, weil ein bisschen Schatten soll an meinem Schuh ja auch noch dran sein. Und ihr merkt schon, das ist schweinefeine Arbeit. Wenn ich jedes Battle in dieser Webserie so bearbeiten muss, dann sitze ich da Stunden. Und deswegen wird das schon ein bisschen dauern, bis da einmal die erste Sache kommt. Ja? Das ist mir wichtig. Dass es ja jeder weiß, dass das jetzt nicht am Wochenende kommt, Folge Nummer 1. Das wird nicht hinhauen. Aber ich habe mir gedacht, machen wir mal was anderes, außer zocken. So. Dann schaut doch das schon gleich viel besser aus. Also Fichtag spricht man halt Vader aus. Ach so, ja, ich hab jetzt halt an den Vader denkt. So. Können wir ja nochmal begutachten. Vom ausgedüngsten Zop mit Schatten. Flupp ohne Schatten. Der untere Schatten ist vielleicht noch ein bisschen krass. Oh, das war der Zombie-Shell. Den nennen wir einmal Zombie, sonst finde ich nichts mehr. Zombie, das ordnet man in ein Dings ein. Zombie 1, das ist der Kopf und das da sind Schatten. Was hat denn jetzt so das Ding? So, und dann müssen wir den Schatten unter den Zombie-Kopf schirmen. Und dann schaut doch das schon mal fürs Erste ganz gut aus. Das Schwarze da die unterm Kinn noch weg. Unterm Kinn? Unterm Kinn? Was für schwarz unterm Kinn? Ach so, du meinst das da an seinem Hals dort. Ja. Jetzt pass auf. Wir müssen jetzt sowieso Folgendes. Schatten nochmal aus. Wir brauchen diesen Kiesuntergrund da. Da schneiden wir uns jetzt halt einfach einmal ein Stückchen raus. Das ist gut, dass das so unregelmäßig ist, weil dann kann man sauber umeinander faken. Und legen wir den so leicht über den Zombie-Kopf drüber. So, flupp. So, und dann schneiden wir da einfach, wie soll ich sagen, lassen wir das da so ein bisschen drüber. Die Deckkraft nehmen wir natürlich 100%. Machen wir wieder eine Ebenenmaske, ganz wichtig, nicht einen Radiergummi hernehmen und dann
radieren wir da einfach mal ein bisschen wild umeinander. Dann den Horten, oh ja, da darf man nicht drüber gehen, so ein bisschen über die harten Kanten drüber, dann sieht man das nämlich fast überhaupt nicht mehr. Das, wenn der keiner sagt, dass da was drüber liegt, dann sagt das absolut keine alte Sau. So, dann ein wenig, so. Und jetzt wird es interessant. Jetzt müssen wir da ein bisschen die Steine ausschneiden, damit das was wird. Ja, 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 oh ja, oh ja, oh ja, ja, da lassen wir noch einen Stor, da lassen wir noch einen Stor, ja, den der mal weggeht, den der mal weggeht, den der mal weggeht, so. So, und schon liegt das Ding ein bisschen, wir sollen sagen, quasi da und schaut man einen Schatten wieder ein. Oh, der Schatten schaut natürlich jetzt kacke aus. Schatten muss da natürlich drüber oder unter den Zombiekopf, besser gesagt. Warum geht das nicht? Wo ist denn der Zombiekopf? Bin ich blöd oder was? Ah. Naja gut, dann hilft es nicht. Dann müsste man einen Schatten auch vom Zombie-Gesicht ausschneiden. Das ist aber auch kein Stress. Oh, ein bisschen größer. Größerer Pinsel. Gibt es noch einen größeren Pinsel? So. Und dann, ja, weniger Deckkraft, weniger Deckkraft, weniger Deckkraft. Zack, zack, zack. So, und dann nehmen wir den da. Wieder daher. Schieben wir den Schatten wieder ein bisschen auf und macht man ein bisschen durchsichtig. So. Schaut doch schon viel besser aus. 3.813 Euro, sie kommen nicht mehr aus. Ja, da bist du nicht allein. Erst einmal habe ich in der Zwischenzeit, wo jetzt die ganzen Leute kommen. Kennst bestimmt Labras Bandai. Selbstverständlich. Haben wir auch bei uns in Landau schon mal im Bierzeug gespielt. Bürger, kennst du Rockwave? Wenn die anderen schon fragen, dann muss ich das auch machen. Rockwave kenne ich nicht. Fichter spielen wir wieder aus, das schwarze da die unterm Kinn noch weg. Jawohl, da können wir jetzt dann gleich dabei. Und dann schaut doch gut aus. Ja, es wird. Es nimmt Formen an, es ist noch nicht ganz da, wo ich hin möchte, aber das wird. So. Was wir jetzt mit dem Zombie-Shell noch machen kann. So, dann können wir außen einblenden, vorher, nachher. So, damit ist ein bisschen alles, wo haben wir? Ebenen Stil. Der Schein nach innen ist ein gern gesehenes Mittel bei mir. Nehme ich gern her, nehme ich oft her, nehme ich eigentlich fast in alle von meinen Beutel von den How-Tos her. Und so, damit man mal sieht, was das überhaupt ist. Da kommt dann vom Rand quasi so ein bisschen ein schwarzes Ding rein. So, das machen wir nicht rauschig und die Deckkraft nehmen wir auch, aber bloß, dass das so einen leichten dunklen Umriss kriegt, dann wirkt das ein bisschen glaubwürdiger und dann passt es. So, den Schatten da herum macht man, oh nein, einen Zombie darf man nicht durchsichtiger machen, aber den Schatten unter meinem Fuß da, der geht ein bisschen weiter oben und ein bisschen durchsichtiger, würde ich sagen. So. Ey Bürger, das Wohnen ist Bierfest in Ringsburg. Musst kommen, ne? Ja, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ich muss morgen meinen Garten zlingen. Hey Bürger, ich sitze gerade in Anstorf im Freibad. Darf ich Captain Faulsack auf meiner Bluetooth-Box laufen lassen wegen Copyright und so? Was ist denn das für eine Scheißfrage? Hör dir doch einen Captain Faulsack an, wo du möchtest. Für das habe ich nicht gemacht. Hau dann noch gerade ein. Irit Boris und du, servus. Warum mittendrin servus? Der Irit Boris und du ist übrigens ein großer Anwärter auf den Moderator hier drin, falls ihn das interessiert. Was ist dein Lieblingsessen? Meine selber gemachten Babyback-Ribs. Mein Lieblings-Borisch-Essen? Schweiners natürlich. Ein Schweiners und zwar von einem Mann und von jemand anderem. So. Wir haben ja vorher mal was gesagt. Das wird blutig as fuck. Also als Captain Faulsack war jetzt falsch zum Fragen so von Copyright. Ja, genau. So, Zombiekopf da unten tut er. Du, ich sag dir ganz ehrlich, der passt mir so. Der passt mir so. Ein bisschen zu viel Kontrast hat er noch. Deswegen der wir da jetzt einmal, obwohl der darf schon farbig sein, Der Farbton rötlich, nein, mit dem Farbton machen wir mal noch nichts. Das machen wir ganz am Schluss im Großen und Ganzen. Ein bisschen mehr Farbe darf er kriegen, aber Kontrast muss er verlieren. Kontrast verlieren. Warum verliert er keinen Kontrast? So. Schaut doch eigentlich schon ganz gut aus. Selbstverständlich sagt man, dass dieses Objekt da nicht reingehört, aber wenn der Comicfilter drüber ist,
Sollte es passen. Hoffe ich. Soweit war ich selber noch nicht. So, schauen wir weiter. Wir haben davon geredet, es wird blutig as fuck. Darum, lasst mir da jetzt einmal eine Wirbelsäule ausschauen. So, Wirbelsäule, Wirbelsäule, Wirbelsäule. Achtung, jetzt kannst du ein bisschen asozial werden. Wie hast du Photoshop gelernt? Angefangen vor 18 Jahren, circa, also ernsthaft vor 18 Jahren und einfach gemacht. Tutorials angeschaut und gemacht. Hast du den Kopf vor The Walking Dead gestohlen? Das weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich habe einfach Zombie eingegeben und dann war er da. Sau gut schaut das aus, Bürger. Das gefällt mir narrisch. So, wir brauchen eine Wirbelsäule. Ja, aber keine zeichnete Wirbelsäule. Obwohl, da, schau mal her. Ja, das ist eine zeichnete Wirbelsäule. Wirbelsäule. Abgeschlagener Kopf. Vielleicht sagt man da irgendwo, was ist denn das? Was ist für ein Blödsinn? Nein, sowas brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ich brauche jetzt so ein Holzstückchen, ja? Wobei, lass mal, gib mir das da her. Ach, das ist wieder sauber zu klar. Ich brauche quasi in dem Winkel. Der Saugkopf ist geil. Den nehme ich sofort. Oh, er ist schon ein bisschen makaber. Ist das zu viel? Seid ehrlich, ist sowas zu viel? Weil da wird es nämlich enden, ich bin mir ziemlich sicher. Nimm's Bein, Gasbein. Gasbein. Wenn jetzt da aber wirklich irgendwelche Ultra... Ah ja. Ja, sehr gut. Sehr gut, Mr. Berserk, ich sehe schon, Sie haben Ahnung. Sie haben Ahnung, von was Sie da reden. Der Blackswirl habe die Erisch. Gibt's das Wort? Ich weiß nicht. Wenn nicht, dann gibt es ab jetzt. Na, das geht noch, weil es kein Saukopf ist, sondern ein Rindviech. Okay. Na, das passt, geht schon. Okay, du, dann sag ich dir ganz ehrlich, den wir mal auf die Habenseiten, damit nichts passiert. So, Saukopf, schauen wir mal da auf. So, Saukopf, Rindviechkopf. Das mit der Gasbein, das ist gar nicht blöd. Blöd. Damit ihr wisst, so, nach was ich suche jetzt quasi nach, ja, im Endeffekt nach einem abgeschlagenen Shell, den ich da hinmachen kann und nach einer Wirbelsäule. Was aber auch nicht unbedingt sein muss. Jetzt, pass auf. Ist auch geil. Ich muss jetzt mal den Chat da ausblenden im Video, damit man das gescheit sagt, was ich da eigentlich tue. Das ist eigentlich auch ganz geil. Ein freundliches Grüß an alle Neuer hier drinnen. Da hat er recht, ein freundliches Grüß euch an alle Neuer da drinnen. Der Obi, habe die Ehre. Erisch, Eintrag in Duden beantragt. Human Spine. Aber nicht, dass dann wirklich irgendwelche ultra krassen Sachen kommen. Also echte Sachen, das muss nicht sein. Also das mag ich nicht sehen, das mögt ihr nicht sehen. Es soll schon noch sichtbar künstlich sein, ja. Und noch, also wenn ich das da schon, leck mir am Arsch, ne? Da, ein paar so Sachen gibt es schon, da wo ich sage, leck mir doch am Arsch. Wisst ihr was? Ich probiere das jetzt einmal schnell selber zum Zeichnen. Damit nehmen wir einen Stempel. So, Zombie, Stempel, tschupp. Und dann gehen wir da einfach einmal irgendwas zusammenwursteln. Wieso geht das nicht? Kann man das etwas sagen? Ah ja, weil das Ding da ist. Dann machen wir das halt drüber. Ja, das haut auch nicht so hin, wie man das vorstellt. Doch, haut schon so hin, wie man das vorstellt. Man sollte nur die Deckkraft nach oben stellen. So, ein bisschen so ein Zeig da. Dann nehmen wir mal das wieder. Machen wir ein bisschen so. Dann brauchen wir vielleicht auch mal einen anderen Bimsel. Haben wir da keinen so einen Trickbimsel oder so. Trickbimsel, ja, das ist schon besser. Dann machen wir wieder ein bisschen dunkler. Trickbimsel, so. Zack, zack, zack. Nicht vergessen, da kommt ja noch, wie soll ich denn sagen, da kommt ja noch Blut drüber und der Comicfilter drüber und dann sieht man das nicht mehr so genau, weil der alles so minimalistisch dann darstellt, dass es ganz aus ist. So, dann machen wir das noch. Und dann können wir eigentlich schon mit der dannigen Lieblingsfarbe anfangen, nämlich das alles ein bisschen so, ja. Da machen wir auch so ein bisschen, ja. Das machen wir auch so ein bisschen rot. Das machen wir auch etwas röter. So, und das meine ich übrigens mit dem Verändern von den Beutel.
Ein bisschen heller, so. Und dann machen wir es noch ein bisschen ganz viel größer. Zack, 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 zack. Und dann ein bisschen geschmeidig da drüber. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Eine in die Nosen. So. Und von der beiden ist es schon ganz cute. Du kannst kein Blut sehen. Ja, das ist schlecht. Wie man es bei einem interessiert ist. @lpdun. Habe ich direkt gerade am Aufbau von Sonnenfeier. Da habt ihr noch was vor. Nein, kriegst nix gar so krass. In Norddeutschland hat es gestern bei den Unwettern ca. 50 dann Hektar Fläche zusammengehagelt. Ja. Das ist dann wohl nicht so toll. So, ich brauche so Blutspritzer. Da habe ich mir tatsächlich auch einmal für alte Versuche was zusammengewurstelt. Und zwar haben wir da ein paar so Blattsplätz. Haben wir da so Blattsplätt. Blattsplätt. Haben wir da Blattsplätt. Blattsplätt. Den haben wir mal da so her. Blattsplätt muss natürlich weiter nach oben. So. Blattsplätt. Blattsplätt. Und dann fügen wir den Blattsplätt einfach nochmal ein. Das ist Muse, die braucht man nicht. Ich brauche Bilderelemente. So, die schauen natürlich ein bisschen künstlich aus. Das ist eh klar. Das soll ja aber so sein. Das passt schon. Dann tun wir das ein bisschen so. Und ein bisschen so. So, dann tun wir die rastern. Tu die mal stillhalten da. Rasten. Kruzifix, ich kann schon wieder speien. Weißt schon heute Sonnenwindfeier ohne Feier. Scheiß Dickendorf Verordnung. Was? Wo darf man bei uns keine Sonnenwindfeier feiern? Also das Feier. Also das Feuer, warum nicht? Na gut, weil es wieder wahrscheinlich zu krass ist, oder? Das ist sogar tatsächlich nur einigermaßen verständlich, wenn ich das so sagen kann. So, jetzt sehen wir das da so halbscharig ein bisschen weckert. Dann multiplizieren wir das Ganze noch mit irgendeinem Effekt, damit da der Untergrund ein bisschen durchschauen kann. Jawohl. So, dann hat doch das erste Ding da schon mal was. So, meine Blutspritzer am Zombie-Kopf schauen natürlich auch irgendwie kacke aus. Deswegen holen wir uns sowas da. Legen wir das einfach da drüber und dann gibt es einen super tollen Effekt, der nennt sich Multiplizieren. Blub. Und wie von Zauberhand verschwinden die, wie soll ich sagen, verschwinden die weißen Flächen. So. Zack. Und dann gehen wir mir her und lassen wir dort Hälften davon wieder, wie soll ich sagen, verschwinden. Na, das war nix. Das war nix. Das war auch nix. Farbtauschen. So. So. Top, oder? So, das Problem wird jetzt, ich brauche für den einen Zombie-Kopf. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, keine Ahnung, ich glaube. Was, Birger, du bist der geilste Scheiß auf Vollgerät. Aber der Vollgerät ist doch jemand ganz anderes. Mr. Weit ganz. Weiß ich nicht, was du damit sagen möchtest. Du einen Blutflick so machen, als hätte man vom Hals aus durch einen Shell geschossen. Ach so meinst du? Meinst quasi so. Schaut fast ein bisschen aus, als hätte er wie soll ich sagen, als hätte er ein Blutiro. So, wenn das die Wünsche der Community sind, dann machen wir das natürlich. So, wir brauchen noch ein paar andere Bloodsplats. Bloodsplat. So, was haben wir da noch? Gut? Ja, also Blut ist so oberin, das ist halbe gut. Das ist doch halbe gut, oder? Das ist sogar schon transparent, das nehmen wir. Blatt, PNG. So, wichtig ist, dass das vielleicht sogar im Hintergrund schon transparent ist. Da kann man dann natürlich am meisten damit anfangen. Ja, also Blutspritzer sind halbe gut. So. Was haben wir noch? Dreiviertel Stunde, ja, normal rede ich ja nicht so viel. Also ich mache ja das in Abwesenheit von euch natürlich. Oder jetzt ist der immer noch am Werker. Ja, freilich bin ich am Werker, Herr Buttinger. Haben wir hier nicht bei den Hottentoten.
So, was haben wir noch? Das ist ein bisschen unrealistisch. Das ist, ja, die haben gut. Ja, gut, die haben natürlich geflaggt. Die sind von iStock, die nehmen wir nicht, die kosten Geld. Ja, der ist doch mal nicht schlecht. Aber der ist abgeschnitten. Aber das darf ich nichts mehr. Bilderelemente, jawohl. Sammeln wir einfach mal ein paar so Blutspritzer. Da, der ist doch auch stark. Also war auch von Shutterstock. Bürger, servus, ich muss ins Volksfest. Das ist auch Ausrede, die lasse ich gelten. Hat mich gefreut fürs Vorbeischauen. Hau die weiter. Habe ich die Ehre. Wo ist das Weißbier? Das Weißbier, ich habe kein Weißbier in der Serie, ich habe einen Maskrug, beziehungsweise Maskrüge. Und daraus werden Molotow-Massen, mit denen ich Zombie-Preisen da wirf. So, nur eine Waffe nicht, so eine riesige Arztspritzen. Also keine, die 2 Meter lang ist, sondern halt so eine fette, wo Bier drin. Die Bierzombies, die kein Bier mehr vertragen, die kriegen dann einen Schlaganfall und platzen. So, was haben wir jetzt da noch? Der Herr Peukert, ich bin zurück. WB. Ja, genau, so da, wo das Blut so runterrinnt und so weiter, das kann man ja auch schön unter die Nasen rein tun und so einen Schmarrn. Das ist gut, das ist ganz gut. Was sind denn das dafür? Free Platzblätter? Da, die haben nicht, das sind nicht. Free Stock-Fotos, das ist doch eine Sache. So, wo waren wir jetzt da? Ja, super. Das führt mich nicht dahin, wo ich hin möchte. Aber ist ja wurscht. Jetzt haben wir da noch, das ist alles geflaggt, Ist ja wurscht. Was wollte man eigentlich jetzt noch machen? So, ich wollte mal einen überdimensionalen, was sagst du zu 1860? Uff, das ist eine sehr lange Geschichte. Im Prinzip eigentlich gar nicht schlecht, was passiert ist. Aus der 4. kämen wir wieder raus und so ein Neustart schaut nicht. Der schaut überhaupt nicht. So, dann müssen wir natürlich meine selber schlecht zeichnenden Splatter-Szenen da noch ein bisschen erweitern. Deswegen habe ich auch diese Blattblats jetzt da mal geholt. Die kann man da straight einmal über sein Shell drüber da. Jetzt warte mal. Da kann man ja mal so machen. Das passt. Rendern bitte einmal, danke. Und dann der wir das ineinander kopieren, ist das Falsche, mit dem wir es multiplizieren. So, dann schaut das schon mal besser aus. Dann haben wir doch nur ein paar so Platzplätze. Den nehmen wir nicht. Sowas da braucht man noch mehr. So, da wo es jetzt so richtig schön spritzt. Oder so im Prinzip ein Batzen Blut am Boden unten dran. Müssen wir da hier mal so machen. Und up. So, das legen wir jetzt einfach da mal grob so drüber. Den Rest erledigt sowieso dann der. Warte mal. Vielleicht können wir das natürlich auch so machen. Wupp. Und dann legen wir das unter den Zombie rein. Da kommen ja noch viel mehr drauf. Ich möchte mir da ja einen Zombie-Kopf-Thron bauen. Theoretisch soll ich die erst einmal lauter Zombie-Köpfe suchen und nicht den da schon ausbauen wie ein Vollgasnarischer. Aber das ist ja nicht schlimm. So, wo wir gerade dabei sind. Wo ist denn jetzt der Kurkopf? Was ist da der Kurkopf? Das ist der Kurkopf. So, dann schauen wir mal raus. Zombie 1 ist einmal soweit fertig. Wir gehen jetzt her. Wir müssen irgendwie die Kur ausschneiden. Und zwar einigermaßen sauber sogar. Dann nehmen wir jetzt erst einmal einen Arm da. Ja, und dann wollen wir das ein bisschen einmarkieren. Was haben wir da ist? Ja. So. Da noch. So. Und dann ziehen wir nochmal nur ein bisschen kleiner. Oder obwohl, der Kurkopf muss ja gar nicht kleiner sein, oder? Muss der Kurkopf kleiner sein? Nö. Und der haben wir da so her. So. Der wird auch ein bisschen dunkler, weil der soll hinter meinem Fuß sein. Das soll jetzt hinter meinem Fuß da alles stoppen. Zack. Scheiß auf den Scheich, scheiß auf sein Geld, egal was er sagt, egal was er denkt. Wir wollen nur eins, wir wollen das Glück, Freiheit für 60 und nach Giersing zurück. Schalalala.
Was ist los? Deine Twitch-Vorschau ist ein pinkes Zombie-Einhorn und Werbung ist ein Epilier-Dings von der was von der Oberhuren Bibi, da haut's dann vor. Ohne Scheiß. Vor meinem Ding läuft der Oberhuren Bibi-Video. Du, mir leider keinen Schlaganfall, da kann ich nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Jetzt ist er kein Kur mehr. Lang gerade noch für KW. Meinst du quasi. Oh. Meinst du quasi. Warum du denn da bloß so klar Vorschau machen? Was soll denn der Schmarrn jetzt da? Meinst du quasi, wir müssen mal wieder größer machen? Warum kann ich jetzt den Kurkopf nicht mehr größer machen? Was ist denn das? Hallo? Ich kapier's nicht. Hallo? Ah, jetzt halt. Meinst du quasi, das muss ein Sehener sein? Ah, das ist vielleicht schon ein Drumkeiwischel, gell? Was weiß nicht. Nimm die Kuh als Sitz, die Hörner links und rechts unter dir aussehen. Guter Mann. Bike Junkie, guter Mann. Guter Mann. Pass auf, das müssen wir alles ein wenig justieren. Aber dann wird er vielleicht schon gescheit groß, gell? Und hinter den Zombie müssen wir. So. Schaut schon mal gut aus. Ja. Oh, nein. So. Kann man irgendwie Ebenenordner sperren? Dicht und ergreifen, sagt man selbstverständlich was. Ja. So, Korrekturen. Fuck, Tonwertkorrektur. Jetzt machen wir die Kur erst einmal ein bisschen dunkler. So. Dann hat es zu viel Farbe in sich. Jawohl. So. Sie hat auf alle Fälle eine geile Frisur. Der Bikeschein, nicht vergessen, ich war der X-Zocker. Habe ich schon vergessen. Schau her, das, wenn du mir jetzt gesagt hast, hätte ich es wieder vergessen. Habe ich die erst einmal. Die hat eine ziemlich coole Frisur. Der Bördler ist der Höppel. Ja, grüezi fix, der hocken nicht überall die Leute herin, die ich kenne. Seit 1000 Jahren gefühlt. Aber sagen tut keiner was. Ist jetzt lustig. Ändert einmal nicht alle 5 Minuten einen Namen. Will das verschmarren. Bitte mach ein bisschen dicht und ergreifend im Hintergrund. Das darf ich copyright-mäßig nicht. Darf ich wahrscheinlich schon, aber ich will nicht. Das hat schon seinen Grund. Juice Dinston, das hat schon seinen Grund. Den kann ich aber in der Öffentlichkeit nicht sagen. So, die Frisur von der Kuh. Ich bin jetzt rein mit Monster, ich soll jetzt zu dicht und ergreifend gehen. Braucht natürlich. Muss da natürlich ein bisschen weg. Es hilft uns nichts. Die Frisur, die muss da ein bisschen weg. Jetzt schauen wir erst einmal, wie weit. Damit wir das sehen, ja. Da geht es natürlich weg. Und da geht es natürlich weg. Schaut schon ganz lustig aus eigentlich. Da täuscht ihr mal nicht, Mr. Stinson, wenn es um Kohle geht, verstehen die zwar keinen Spaß. Ich hab nichts gesagt. So, jetzt müssen wir das natürlich ein bisschen feiner machen. Verfeinern. So verriese ich die Kuh nämlich nicht. So. So. Machen wir da wing. So wing. Ja, ist da auch noch cool gewesen. Das ist echt auch noch cool gewesen, ja. So. Jetzt machen wir das so. Dann schaut das gut aus. So. Shots fired. So, da muss auch weg. Nicht ganz. Das sind so die Feinheiten. Also ganz ehrlich, an dieser Serie also an so Beutel von der Serie in der Serie dann, werde ich nicht so lang sitzen. Außer es sind wirklich irgendwelche Special-Szenen oder so, dann ja. Aber so, das ist ja völlig irre. Aber es macht ja auch Spaß. Dementsprechend, seht ihr mal, was sowas Arbeit ist. Da seht man es einmal. So. Kur schaut schon ganz lustig aus. Da links hinten haben wir noch das Ding. Okay, so. Und da mal wieder Eis. So. Dann machen wir dieselben in ebenen Stile. Hat noch ein bisschen zu viel Farbe, die Kur. Die hat ein bisschen zu viel Farbe, die Kur. So.
Und ein bisschen zu viel Kontrast, wenn du mich fragst. Ein bisschen zu viel Kontrast. Ja. Ja, so. Dann brauchen wir natürlich auch wieder einen Schatten. Wieder einen Schatten, dasselbe Spielchen wie vorher. So. Über die Kur drüber, selbstverständlich. So, ja, nicht in Blutrot oder in Homo-Bayernrot. Shots fired, Shots fired! Da keiner gehört. So, und dann machen wir dasselbe Spielchen wieder. Das blenden wir aus. An die Stellen, wo es nicht hingehört. Wieso geht's nicht? Deswegen geht's nicht. Größer, Deckkraft, weniger. Tschak, tschak, tschakka, 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 tschakka. So, unter der Kur brauchen wir natürlich einen Schon. Ein Schon. Verstehst du das eh? So. Das zweite Ding ist drin. Jetzt habe ich Hunger. Weil du den Rindviechkopf sägst. Echt? Dampf der Giganten war schon geil, aber mei. Ja, das mag sein. Ha, Shots fired, ne? Warte, das übertrieben, wenn ein Messer in der Stirn vor der Kuh drin steckt. Es war generell nicht übertrieben, wenn in jedem einzelnen Kopf, den ich da jetzt hinmache, 24 Messer drin stecken. Was saufst du denn da? Cola. Psst, frag mich nicht so eine Sachen. So. Da steht, das Ohrwaschel übrigens von der Kuh steht noch über meinem Fuß. Das darf natürlich auch nicht sein. Deckkraft Level 9000. Da ist mal wieder so. So, und dann passt es. So genau geht es eh nicht. Später ist das Battle winzig klar. Dann passt es. Nein, die hat man vom Leberkäse vorgeschwärmt. Was? An was lehnst du dir jetzt da, wenn du auf einer Kuh hockst? Ja, das soll ja quasi, deswegen habe ich vorher von Game of Thrones geredet, ein Thron aus Zombie-Kipf sei. Deswegen brauchen wir jetzt mehr Zombie-Kipf. Photo Gallery of Dream. Zombies. Deswegen sucht man uns jetzt einfach mal ein paar Zombie-Kipf und schneidet man die aus. Jetzt hätte ich fast wirklich eiskalt Zombie-Kipf eingeschrieben. Zombie-Kopf. Was kommt da so? Ja, da kommt nur zeichneter Bullshit. Ich mag schon irgendwie aus einem Film oder so, das ist ja wurscht, man kann ja das ändern. Zombie-Kopf. Na. Machen wir so. Zombie. Da ist doch eine ganze Reihe von Köpfen. Ja, das sind die typischen Walking Dead Zombies. In unserer Webserie übrigens Breißen Zombies, die zu Breißen werden, weil es kein Bier mehr verdrungen und nur Hochdeutsch schmatzen und wir haben die Aufgabe, alle zum Verrammen. Ist dir langweilig? Schön, dich wiederzusehen, ist ja schon sehr lange her. Mr. Rauserin, selbstverständlich erinnere ich mich an dich. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Und mir ist sehr langweilig, ja. So, und diese Kepf, die nehmen wir jetzt einmal her. Und da schneiden wir jetzt einfach einen nach dem anderen einfach aus. Und mit abtrennendem Ding natürlich. So, das müssen wir ein bisschen genauer machen. Aber so genau geht es nicht. Man sagt die Hälfte von den Kipf sowieso nicht. 1. Da machen wir noch einen neuen Ordner und nennen wir das Ganze Q. Die Q. Q, die haben wir da einer. Was ist das da gleich wieder? Das ist der Kopf. Okay. Ruft mir alle die Nummer und geht dann auf den Sack. Ich weiß nicht, wer das ist. Es tut mir jetzt leid, dass da das Dings, gut. Ist dann der Walking Sepp. Ja, so einen wirklichen Namen für die Serie haben wir noch gar nicht. Mein Gott, gehen wir nicht auf den Sack und taub. So. Müssen wir nur einen Kopf ausschneiden. Da haben wir ihn noch. So, Kipferl, her damit. Mit dem Ohrwaschel. Jetzt packt der Fliegen am Mikrofon, ich krieg einen Vogel.
schon mal da auf. Ganz nach oben. So. Er schaut voll begeistert. Schau nur, er ist voll begeistert. Sag nur mal die Nummer her, weiß ich nicht, wer das ist. Hat schon aufgelegt. Die Kuh macht Mu. Das ist der Wahnsinns-Reime-Shit. So von YouTube auf Twitch erstmal gewechselt. Warum das? Warum denn das? Hab grad bei der Nummer angerufen und gesagt, dass du momentan keine Zeit hast. Du, Entschuldigung, der hat keine Zeit, der schneidet leider den Kopf ab. Das hätte ich gesagt. Dann dauert es 5 Minuten und es kommt jemand und verrammt mich. So, die kippt ihr mal alle mal da raus. Wieso müssen denn die alle ein Hämmer da haben? Dass man kein Hals sagt, damit sie nicht geschminkt werden müssen wahrscheinlich. So. So, und da ich euch natürlich nicht vergessen habe, ihr habt ja einen Musikwunsch, ja? So. Phase 1. Ich habe auch einen Musikwunsch, aber wenn ich eine Musik spiele, dann spiele ich Musik, die ich auch gut finde. Shots feiert. Wechseln wir mal wieder zurück in die Folge. Die schauen alle sehr begeistert. Ja, die schauen wirklich alle sehr begeistert, das stimmt. Aber die rammen uns schon noch zurecht. Männer und Damen, die rammen uns schon noch zurecht. Jetzt muss ich erst einmal eine Musik suchen. Ja? Wenn ihr euch was gescheit so hören möchtet, dann hört ihr euch was gescheit so. Musik, was haben wir da? Da haben wir das, da haben wir das. Und dann machen wir ganz leise im Hintergrund. Ganz leise im Hintergrund, damit ich nicht die ganze Zeit schmerzen muss. Die ganzen Schmerzen. Green Day Boulevard of Broken Dreams. Ja, das darf ich sein lassen. Aber es geht schon mehr in die Richtung dicht und ergreifend. Bloß halt nicht dicht und ergreifend. Was ist da oben? Das weiß ich nicht. Ich habe einen Zopf, ja. So. Wisst? Stimme zu Musik? Passt das einigermaßen? Und wenn du was von deiner eigenen Musik spielst, nein, ich mag ja nicht mit meiner Musik auf den Sack gehen. Ich kann es mal in Playlist mit rein tun, aber ich höre meine Sachen selber einfach nicht gern. Aber ich kann euch ja diesen Gefallen einmal tun. Was haben wir da alles sehen? Da nehmen wir doch einmal von, ja genau, bis Backern, wie sie blau-weiße Karas frisst oder stirbt. Da bin ich daheim. 5 Promille Snippet. Bürger Sound. Und dann passt es. Der haben wir auch mal in die Playlist mit dazu. Und dann werden wir wieder einfach schaffeln und dann passt es. Okay, wir können uns allerdings auch 60 Stunden lang einen bayerischen Defiliermarsch anhören. Das kann sein. Ist in der Playlist der Django drin? Nein, da ist kein Django drin. So, ich hoffe, das passt einigermaßen. Verhältnis Musik zu mit meiner Schmatzerei. Mir braucht man. Weil wenn der Künstler von seiner eigenen Kreation mit geistig nichts sei. Das Problem ist, dass der Künstler seine eigenen Kreationen ca. 400 bis 400.000 Mal anhört selber und irgendwann die Schnauzen voll hat. Ein Hoser Katz nachher kann auch irgendwo in der Playlist drin sein. So, dann schneiden wir doch einmal die alle mit ihren Locken aus. Da kann man ja auch sauber einen Hals abschneiden, das ist gut. So. So, die nehmen wir auch mit. Der schaut auch irgendwie. Alter, hoffentlich kriege ich nächstes Jahr zu Weihnachten eine Playstation. So schaut er aus irgendwie. So. Wieso habe ich das jetzt nicht ausschneiden können? Weiß man nicht. So. Ach, was tut's denn? So, das schauen wir jetzt einmal da oben. So, und die eine letzte da, die verzirkt ihren Shell so seltsam. Das brauchen wir nicht. Das löscht man. So. Servus und Kruzifix. Habe ich dir. Wir sehen nichts. Ach, ihr seht nichts. Verdammte Scheiße, stimmt. Hab nicht aufgepasst, sorry. So, ich habe jetzt einen Haufen Zombie-Schellen. Und ich glaube, diese verschiedenen Zombie-Schellen, die klangen, dass ich mir da jetzt einen Thron draus bauen kann. So, erstmal Fenster wieder aufmachen, das
man schön die Fotzen verzirkt, weil der Wind so geht. Jetzt passen wir auf. Bei uns hat sich das schon wieder ein bisschen gelegt. Wir mengen ein Beutel. Kriegt ein Beutel. Da haben wir ein Beutel. So. Da haben wir einmal diesen netten Herrn. Und das machen wir jetzt ganz einfach. Und bauen wir uns da langsam, aber sicher so einen Thron zusammen. Ich mag eigentlich kein Bayerisch und kann's auch nicht. Das stimmt, weil A schreibt man ohne H. Ich weiß nicht, ob ich auf sowas sitzen werde. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist ja fiktiver Mist. So, was haben wir da noch? Was wir natürlich auch probieren könnten ist. Was natürlich immer gut funktioniert. Den wir da her. Nein, den müssen wir gar nicht duplizieren. Da haben wir den da noch. So. Also nicht wundern, die Dinger haben jetzt natürlich noch vor meinem Fuß. Die kämen aber, die schiebe ich dann quasi hinter mich. Ich möchte mir ja einen Thron bauen. Versteht's mich? Kackt jetzt mein Photoshop ab, dann kriege ich aber einen Schlaganfall, gell? Das ist ja ein bisschen das Problem, dass ich dann irgendwann nicht mehr weiß, welcher scheiß Kopf jetzt da. Ich möchte mir quasi jetzt so eine Rückenlinie. Kennst du das Weigendorf Open Air? Ja, freilich, da war ich schon vor 20 Jahren das ist ein Wahnsinn. War aber dafür auch schon lange nicht mehr. Lieber mal zwischenspeichern, das ist gar nicht mal so dumm. Vergiss ich vor lauter Schmatzerei halt. Einmal 2 PSD. So, ich möchte mir jetzt gerne halt so einen Thron bauen mit so einer fetten Rückenlehne hinten. Was man aber auch noch nicht schnell vergessen dürfen ist, dass ich meinen Baseballschläger noch aufpimpen muss. Baseballschläger. Was nehmen da? Ich hätte gerne einen blau-weißen. Niemand sehen. Alle niemand sehen. Schaut einmal den an. Wenn der nicht böse ist, dann weiß ich es auch nicht. Wieso gibt es noch kein Bild nicht? Bild ansehen. So, den nehmen wir. Den nehmen wir tant. Den nehmen wir tant. So. Den müssen wir mir halt größer machen. Verstehst du mich? Größer müssen wir machen. Überproportional größer. Und ein paar Nägel können reingehauen. Ja, das mit den Nägeln ist quasi die Maskrug-Scherben von meinem Geburtstagsmaskrug, den ich zaut habe, vor lauter Wut. Und die steckt man da rein. Was wir da jetzt noch machen ist das Blackhead. Da malen wir natürlich drüber. So. Alles noch ein bisschen schwärzer da. Jawohl. So. Jetzt müssen wir das bloß noch ein bisschen justieren. Justieren. Damit das einigermaßen realistisch ausschaut. So, das werden wir ein bisschen neigen. Ein bisschen mehr neigen. Das legen wir uns da auf die Schulter. So. Passt.
dann müsste man mir auch irgendwo Alkoholschläger. ich weiß, was wir tun. 60er Löwe. So, Bilder. Gibt's mir mal, wo ist denn das? Ich brauche bloß einen Löwen. Ja, das können wir vielleicht da draus schnell mal. Bild kopieren. So. Das löscht man weg. Seine Augen sehen. Oh, das wollte man nicht. So. Ich drücke aber nicht was Augen, da markiert er mir falsch. So, dann machen wir den Teufel weiß. Also man wird das später wahrscheinlich nicht mehr erkennen, aber... So, dann müssen wir mit dem Baseballschläger natürlich jetzt ein bisschen zusammenschneiden, weil das so schaut das natürlich scheiße aus. So. Mein Hemd darf halt nicht drauf schauen und er muss hinten auf meiner Schulter quasi umliegen. So. So, dann machen wir den wieder voll. So. Ja. Sehr gut. Sehr gut, so mache ich das. Shit. Okay, das gelangt. Und das gelangt auch. So, und schon haben wir das Ding eigentlich schon fast hinten auf der Schulter. Und dann haben ja Zombie-Schädel die ersten rundlichen Sachen, die 59 plus 1 treffen. Stimmt. Eigentlich schluckt sein Herz für den TSV Bung. Ich bin manchmal frage mich selber, ob mein Herz überhaupt schluckt. So, dann brauchen wir wieder einen ebenen Stil. Schein nach innen. Und zwar schwarz. Normal, damit das einfach ein bisschen besser ausschaut. Größe. Deckkraft 100%. Jawohl. Dann lassen wir den ein bisschen weich zeichnen, damit es nicht ganz so auffällt. Und zwar um 1 Pixel, das passt auch. So, jetzt müssen wir bloß da noch ein bisschen nachkorrigieren. Ein bisschen korrigieren, meine Herren. So, da schaut er ein bisschen durch. Und da schaut er durch. So. Ja. Ja. So. Und dann schaut doch das schon ganz gut aus. Wir spielen in der Regionalliga mit den Chinesen. Ich würde sagen, bei dir läuft es zwar bergab, aber es läuft. Bayern ist blau und weiß und nicht rot und blau wie ein Kasperl seine Frau. Außerdem muss doch irgendwann einmal langweilig werden, wenn er jetzt bei 6-0 ausgeht. Aber dann in der Champions League alle so aufs Maul kriegen, da soll es Trenzen anfangen. Weißt du? So, genug Fußball. Das haben wir, würde ich sagen, oder? Das haben wir. Was wir aber noch nicht haben, ist, dass das 60er-Symbol da ein bisschen zu weiß ist. Da machen wir mal so. Und ebenfalls ein Weichzeichner. So. Und dann brauchen wir Glasscherben. Die werde ich aber zeichnen müssen, nehme ich an. Glasscherben. Zerbrochener Maskrug. Was, das kommt also, wenn ich zerbrochenen Maskrug eingebe. Ernsthaft. Lege über den Schläger die bayerische Flagge drüber, also dass das schwarze blau-weiß ist.
Das ist übrigens eine sehr schöne Idee. Gefällt mir sehr gut. Ich habe nur eine Idee. Nur eine Idee habe ich. Jetzt pass auf. Jeder Schläger hat ja ein Griffbandel. Ein Griffband, meine Herren. Nicht wundern, was das wird. Ich muss bloß mir was Dinge. Weißt du, und deswegen wünsche ich mir so lang, so ewig lang. Der X-Givli. Servus, habe ich dir. Krause, zockst du? Ja, natürlich. Das ist 14 Stunden am Tag eigentlich. Ich tue den ganzen Tag nichts anderes, sonst hätten jeden Tag Videos kommen. So ein Zeichentablett-Ding, das war so geil, aber die Teile kosten halt einfach 700 Euro. Und dann geht scheiße, habe ich auch nicht. So, jetzt schauen wir mal. Dann machen wir es noch dünner. Das soll quasi so ein umwickeltes Griffbandel werden, aber mit einer kleinen Erweiterung natürlich. So, dann soll das Ganze natürlich unten dunkler sein als oben. Da brauchen wir jetzt wenig Deckkraft. So. Jawohl. So, macht ihr eine Kette mit einem Zombiekopf oder einem bayerischen Emblem? Jein, das mit der bayerischen Fahne, das gefällt mir schon. Aber die bayerische Fahne da hinten, die sagt man nicht gescheit. Das kommt aber noch. Das kommt noch. So, dann hören wir uns die Bayern-Raute. Ich trink nie wieder Eps, nur noch Bionat und Schweppes, keine Jager mehr auf Ex. Nope. So, dann werden wir da mal multiplizieren. Und dann schnipselt man mir das aus ein bisschen. Ausschnipseln ein bisschen. Und machen wir einmal Auswahl umkehren. So. Und schneiden wir das ein bisschen gescheiter zu. Oh. Das war zu viel. Ja. So. Bau da ein Haus. Wird irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann muss ich nochmal drüber. Jetzt geht wieder Vollgas der Wind, Alter. Der bayerische Maxi ist wieder da, habe ich die Raute kommt aus Bonn. Was? Andere Riedl habe ich Wolfram Google, sicher kennt er den. Wer kennt einen Touchdown, kann man das einer sagen. Also einen Touchdown kenne ich schon als Form von Getränk, aber sonst, wer kommt alle aus Niederbayern? Ein wenig. So, müssen wir noch Griffbandel reinhauen. Beziehungsweise noch was ans Griffbandel drohhauen, nämlich Schatten. Ohne den wirkt das Ding nämlich nicht und das war halt ein Käse.
Und das müssen wir in schwarz machen, weil sonst sieht man es nicht. So. 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 Ja, wird schon. Wird schon. Der Comicfilter, der da später noch drüber kommt, der regelt das schon. Der macht das dann schon einigermaßen sauber und dann passt es. So. Von der Weiden ist doch das was, oder? Von der Weiden kann man das doch schon einmal so stehen lassen. So, zurück zu die Zombie-Köpfen. Jetzt machen wir erstmal einen Ordner für einen Schläger. So. Das darf das alles sein da. Und der haben wir den nochmal ganz oben. So, da haben wir mit Kur da unten drunter. Dann haben wir da einen zerdepperten Zombie-Kopf, so wie später alle ausschauen. Und da haben wir doch noch irgendwo ein 60er-Symbol für einen Schläger. Und wenn wir den außen einblenden, dann sieht man ziemlich gut, was ich meine damit. So. Oh, das 60er-Symbol ist verschwunden. Das darf natürlich nicht sein. So. Bauen wir mir mal unseren Zombie-Kopf dran. So. Schläger, ja, so. Und jetzt wird es eine wilde Kopierfahrt. Und einfach da langsam hinten mir so ein V dahinter hinbauen, dass das halt noch irgendwie irgendwas ausschaut. Wie das dann am Schluss ausschaut, das weiß kein Mensch. Und die meisten davon sieht man sowieso nicht mehr. Was machst du beruflich, Birger? Ich bin eigentlich gelernter Mediengestalter plus Programmierer, hab mittlerweile aber einen Skate-Shop und Online-Geschichten und so weiter und so fort. Und jeden Tag um 2 Nachmittag frei. Das ist überhaupt der Grund, warum ich überhaupt zu dem Scheiß kommt, den ich den ganzen Tag mache. So. Jetzt müssen wir die natürlich auch irgendwann noch mal ein bisschen drehen, damit nicht alle gleich ausschauen. Kleiner werden lassen. So. Die ganze Scheiße da in der Mitte, die brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Was tun da eigentlich? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Machen wir lieber mehrere kleine Köpfe. So. Hinter meiner Schulter quasi. Nehmen wir da her. Den da unten brauchen wir schon. Den da brauchen wir auch. Den da braucht man. Den brauchen wir nicht. Ich habe halt Weiße mit Ketchup gegessen. Muss auch Soziale auch geben. So. Ich merke schon, ich schweife ein bisschen ab ich bin etwas konzentriert. Ach, was waren das wieder? Rastern, duplizieren. So, den legen wir da her. Den legen wir da her. Wo haben denn die zwei gekippt? Da automatische Auswahl. Ah, da eins. Okay. Und er da, den brauchen wir auch nicht. Den wir ganz nach hinten. So. Gut. Was wir jetzt einmal tun? Wir stecken das jetzt alles in einen so einen Ebenenordner. Und dann probieren wir mal aus, ob wir mir dem
Ordner eine Maske hinzufügen können. Ja, das können wir. Wir machen da mal 50% draus und schneiden meine Wenigkeit da einfach einmal aus. So, mein Fuß ist natürlich vor den Köpf. Da rechts fein noch ein paar, wenn du mich fragst. Ja, passt. Passt. So, ja. 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 Der Baseballschläger ist natürlich vor den Zombie-Köpf. Schaut schon besser aus, schaut schon besser aus. Ich habe letztens einen Österreicher gesehen, der einen Leberkäse mit Mayo und Ketchup gefressen hat. Ich bin gleich zum Speim gegangen. Ja, da bleibt aber auch nichts anderes mehr übrig. Wenn er da ist, die dir schaut, dass du weiterkommst, Internet Bogfutzen. Von der Bogfutzen GmbH. So, dann schneiden wir mal meine Fresse noch ein bisschen aus. Das da darf auch nicht drin sein. Und jo. So, und dann fängt es eigentlich auch schon instant an, dass wir das alles ein bisschen sauberer ausschneiden. Beziehungsweise hinten dann natürlich auch wieder einschneiden. So, das haben wir. Schaut gut aus, schaut gut aus. Ja, schaut gut aus, schaut gut aus. Okay. Haben wir. Oh, den müssen wir wieder einschneiden ein wenig. Rauchen ist für nichts und das weiß ich ja. Deswegen soll ja keiner von der Zigaretten noch gegangen, auch wenn ich den ganzen Tag am Rauchen bin. Ich bin ein wunderschönes Beispiel, dass man es nicht tun sollte. Krause, Kirchberg kenne ich leider nicht. So, okay. Oh, hier so, diesen hier und diesen hier. Ja, das war nicht ganz sauber, aber das kriegen wir dann schon. Okay, das passt auch. Dann müssen wir wieder einschneiden. Einschneiden und dann wieder ausschneiden. So, ja. Warum tut man da mein Stift weg? Ja, schaut gut aus. Ja gut, da kommen natürlich dann noch ein paar mehr Zombie-Shell dahinter hin. Das ist eh klar. Beim Board wird jetzt natürlich schwierig. Ja. Das passt alles. Und da schneiden wir auch wieder rundum. Ja. So, mittlerweile hat sich da tatsächlich schon langsam aber sicher ein Sessel gebildet. Ja. Ich muss tatsächlich ein bisschen lachen. Macht auf den allerersten Eindruck ein Dingsbums, einen besseren Eindruck, als ich das dachte. Ja. Aber ich bin einfach zu farbig. Ich weiß nicht, ich habe einfach ein ganz anderes, also das Grundbattle hat einfach eine ganz andere Farbe als eben die Zombie-Schädel. Und deswegen müssen wir uns jetzt da irgendwas einfallen lassen. Ich weiß noch nicht so ganz was.
So, wir brauchen die ähnlichen Ebeneneffekte, wie wir es bei den anderen auch gehabt haben. Und zwar so ein bisschen ein dunkler Ding rein. Rauschen. Machen wir Rauschen, ich weiß nicht. So, ja. So, die Effekte, die wir mir eben den Stil kopieren und dann wir das über alle anderen einmal drüber. Schauen wir mal, was passiert. Ah ja. Der Zombie-Shell da hier unten hat irgendwie ein Problem. Ich weiß nicht, was er mir sagen möchte, aber so ganz passen tut das nicht. Ja, okay, machen wir so. Okay. Der Herr Petnarik. Servus aus Niederbayern. Servus aus Niederbayern. Jetzt nichts gegen die, aber die Brille macht das Feeling irgendwie kaputt. Die Bruin, das ist richtig, habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich habe ja heute die Battle bloß schnell hingeschissen. Das ist ja bloß quasi, ich weiß das eh. Was wir auf alle Fälle einmal machen können, ist, bei dem Grundbattle kehrt einmal Farbe und so weiter anpasst. Das heißt, schwarz werden lassen, was schwarz sein soll. Hell werden lassen, was hell sein soll. Und dann... Okay. Und dann ändert man die Farbe ein bisschen. Nicht in... dass ich einen feierroten Dates auf habe, wie... Okay. Besser. Aber Farbe muss noch raus. Farbe muss hier raus. Farbe raus. Das Problem ist, dass ich halt so scheiß hell bin in dem Beutel und die anderen Dinge so... Oh, mal alles zu da. Vielleicht kann ich mich irgendwie ein bisschen dunkler machen, ich weiß es auch nicht. Was wir aber mal probieren könnten ist, nennen wir es einmal Version 3. Version 3. Dann machen wir mal ein JPEG draus. Eine JPG. Ja. Und lassen wir einfach einmal den angenehmen YouTube-Video mal auf Borisch zum Anschauen. Freut mich, deswegen mache ich es auch. So, 3. Und lassen wir doch einmal den Comic-Effekt drüber laufen. Und schauen wir doch einfach mal, was passiert. Damit das ein bisschen besser ausschaut, müssen wir mir das einmal klar skalieren auf 1500 Pixel. Das ist halt... Dann schaut dieser Effekt auch gleich ganz anders aus. So. Wir duplizieren das Teil. Filter. Der Filter ist zu krass. Der ist sauber zu krass, da erkennt man gar nichts mehr. Wir nehmen Vector Flat. Und dann verschwimmen diese ganzen Zombie-Deppen alle in... Verschwinden alle und man erkennt gar nichts mehr. Bürger, habe die Ehre, ich muss los. Mr. Tuber Clown hat mich gefreut. Hau die weiter, habe die Ehre. Ich bin langsam aber sicher auch... Schau, das ist wirklich... Wirklich ein bisschen alles etwas seltsam. Du bist nicht wirklich 60er-Fan, oder? Weil das Logo auf dem Base ist. Du schaust doch auch schon die ganze Zeit zu. Hast gleich ein Abonnement mehr in der Tasche. Das freut mich. Zuckervieh. Du weißt, man muss immer alles ins Englische. Aber wenn man es auch auf Deutsch sagt, dann ist es halt einfach Zuckervieh. Mir ist es wieder. So, aber mir gefällt der Comic-Stil in die Zombie-Schädel nicht. Es geht einigermaßen, wenn die alle braun werden, die Kuh sticht ein bisschen krass aus. Wurscht. Wir machen jetzt da mal wieder groß. Kann man doch nicht groß machen, hallo? Ja. Und machen wir das Beutel allgemein einfach ein bisschen größer. So, und dann probieren wir es schlichtweg einfach nochmal. Nicht, dass ich da jetzt pfundweise Arbeit mache und dann haut das gar nicht, also hiebe mir das Ding. Der ist krass. Vektoreffekt. Threshold machen wir mal 80. Schauen wir, was dann passiert. Ich hab nebenher gekocht. Achso. Kochen tut er auch noch.
Ich muss allerdings heute auch noch was vorbereiten für morgen. Was übrigens auch ein neues Video beinhaltet. Aber das verrate ich noch nicht. So. Ja, das geht schon einigermaßen in die richtige Richtung. Schaut noch nicht so aus, wie ich mir das vorstelle, aber das ist ja jetzt auch der erste Test, ja? Das ist der erste Test. Wir brauchen auf alle Fälle viel mehr Blutflecken, die am Boden umeinander liegen, nur ein paar mehr Kipferl links rundum und dann kann das schon werden. Und die Kipferl, die müssen wir heller machen. Die haben ja sauber zu krass. Der andere da unten, der erste, den wir da gemacht haben, der ist so schön hellgrau und so schön hell. Da funktioniert das ganz gut. So, wir wollen meinen Aschenbecher einblasen. Das machen wir natürlich nicht. Ja, Kruzifix. So. Was passiert, wenn man da Autofarbton macht? Gar nichts. Autofarbe passiert auch nichts. Aber wir müssen die Zombie-Shell irgendwie heller machen. Heller und weniger Farbe. Jawohl. Hey, servus Bürger, alles klar. Stefan Müller, aber sicherlich, freut mich, ich hoffe bei dir. Gehst du dieses Jahr aufs Rosenheimer Volksfest? Nein, auf Rosenheim komme ich relativ selten. Eigentlich nie. Welche Volksfestel besuchst du? Eigentlich nur die bei mir in der Umgebung. Das ist Pösting, Wojersdorf, Landau, Straubing, das war's dann. Und das Oktoberfest, das kannst du nicht mehr antun, weil da fährst auf und dann redet da jeder zweite Hochdeutsch, dann krieg ich einen Schlaganfall. Logische Sache. Servus, habe die Ehre. Ich darf die Köpfe bei der Kuh hinter die Hörner machen. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht müssen wir die Kuh einfach bloß vor Zombies schirmen. Das kann auch gelangen. Jein. Gelangt nicht ganz. Müssen wir die Kuh nur ein wenig zuschneiden. Das ist aber nicht schlimm. Das glaube ich ist tatsächlich gar nicht schlecht. So. Ist ein bisschen die weißen Fleckerl und so weiter ein bisschen außer Retuschen. So. 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 Das Öhrchen. Dann. Feiner da natürlich noch ganz viele Sachen. Der Schatten unten drunter, die ganze, ein bisschen das Licht einstellen und so weiter. So, jetzt brauchen wir aber einfach noch ein paar mehr Köpfe. Ein paar mehr Köpfe braucht man noch. So, den legen wir da her. Dann holen wir uns noch einen anderen. Den da her. Da müssen wir halt noch mal ein bisschen zuschneiden dann. Das ist eh klar. Ja, so. Dann nehmen wir den, da her. So, das schaut schon besser aus. Das muss quasi, kann ja später das Auge sowieso nicht mehr erfassen. Außer du schaust das ein bisschen länger wie eine Minute noch, dass das 3/4 alles dieselben Shell sind. Jetzt nehme ich eh schon zum 40. Mal denselben. So. Warst du schon am Kirder? Was? Warst du schon am Kirder? Also ja, natürlich war ich schon mal am Kirder. Aber halt bei uns da. Die einzige Kirche, die es bei uns gibt, die ist in Dingelfing. So. Und so. Da noch einen her. Da noch ein wenig an her. Bastelt man uns den Scheiß schon zurecht. So. Machen wir direkte Auswahl.
So, so. Was sind denn die ganzen anderen Köpfe, die ich noch nicht genommen habe? Check's grad gar nicht. Ich check's grad gar nicht. Ach, nicht das ganze Ding. Mein Gott, nein. So. Den lassen wir da noch drüber schauen. Und da legen wir noch einen her. So, dann duplizieren wir mal den ganzen Zombie da unten. Dann werden wir mir den Hame transformieren, horizontal spiegeln. So, und dann schneiden wir wieder ein bisschen zu und korrigieren wir das Ganze. Haben ja jetzt neue Köpfe dazu gekommen. Ja. So, jawohl. Das soll jetzt ein bisschen dichter sein da. Fuß muss ja noch durchschauen. Da haben wir einen Haufen zum Ausschnipseln. Oh, falsch rum. So, die anderen Zombie-Köpfe, die kommen natürlich auch da rein. Jawohl. Schreibt er noch 3 Stunden schleiche ich mich mal AG Servus beieinander. Mr. Pace hat mich gefreut, hau die weiter, habe die Ehre. Weil einfach die Zeit vergeht. Ja, das ist das Problem, habe ich auch gerade, das ist nämlich schon wieder fucking Viertel nach 5. Und langsam, aber sicher nähern wir uns auch am Ende. Das da wird natürlich weiter gespeichert, ich bin schon ein bisschen letzter da, aber ich sage mal 5:45, 6 muss ich weiter. Da muss ich einfach was zum Essen machen. Und ich muss ein Video vorbereiten. Ein neues, aber da ist noch ein bisschen hin. So. So, ja, 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 ja. Da fällt es überall noch himmelweit an ein paar so Sachen da. So, da gehört ausgeschnitten. Ja, 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 ja. Ja. So. Schneiden wir auch noch einigermaßen sauber rundherum. So. Und dann sägt das normalerweise keine alte Sau mehr. Da müssen wir natürlich noch ausschneiden. Mein Schütter. Ja. Ja, es fällt immer noch an ein paar, weißt du eh. Ich weiß nicht, irgendwie das einzige, der Kurkopf da ist irgendwie so saustark, aber irgendwann, irgendwie ist er etwas verstörend. So, mich hungert eh schon wie Sau. Ja, mich langsam aber sicher auch. Und schon langsam tut mir mein Hals weh vor lauter Labern. So, jetzt muss ich mir nochmal, da ist mein Getränk. So. Ja, wir brauchen noch ein paar Zombie-Kipf, das hilft nichts.
Oh, das war ein bisschen verkehrt rum. So. Wissen mit Totenschell. Da kehrt der Grill der Ochs her. Besser als ein Salat. Vom Salat schrumpft der Bizeps, hat er mir einer gesagt. Ah, hörst du selber deine Musik auch? Nein. Also nein. Ich höre ja die Musik selber schon so dermaßen oft und lang, wenn ich das mache, meine eigene Musik, dass ich es danach dann, wenn ich es online stelle, natürlich nur ein paar Mal anhöre, aber dann was ist. Natürlich höre ich meine eigene Sache nicht, aber das ist ja scheiße irgendwie. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen umeinander korrigieren. Und dann, meine ich, wird es das für heute auch gewesen sein, meine Herren und Damen und Österreicher und ein paar Preisen waren auch da, aber nicht lang. Hoppla. Ja, das passt, nein, passt nicht. Überall schaut dann ein wenig der Quer durch. Ja. Also ich habe schon gesehen, mit einfach einmal da hinsitzen, Foto machen und dann ein paar so Köpfe reinschneiden, ist es nicht abgetan. So einfach ist dann doch nicht. Müssen wir jetzt einmal. Machen wir so, so. So. Das ist der Thron quasi. Und jetzt brauchen wir da noch ein bisschen einen Schatten drunter. Ein bisschen einen Schatten drunter. Dann machen wir das so. Dann brauchen wir haufenweise Blut, meine Damen und Herren. Warum kann man das da nicht drüber schirmen, Mann? Doch, kann man schon. So. Da passt doch das gut hin. So. Das ist natürlich jetzt sau schwierig. Das ist echt weit mehr Arbeit, wie ich mir das vorgestellt habe. Das wird natürlich in der Serie ein bisschen eingeschränkt, weil sonst brauche ich für eine Folge 400 Jahre. Weißt du das? Wie es ist. So, das lassen wir da. Bürger, kennst du Schönrammer? Wenn ja, wie schmeckt dir das? Nein, kenne ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Kann ich nicht beurteilen. So. Ja, wir brauchen mehr Splatter. Da kannst du sagen, was du willst. Es muss mehr Splatter her. So, das tun wir auch rasten. Und dann verteilen wir halt einfach mal ein paar Bloodsplätz. Bloodsplätz. Multiplizieren. Ja. Und dann verteilen wir die einfach ein bisschen. So. So, da hin. Und. Und da drunter. Und da drunter.
So, das müssten eigentlich die alle sein. Die schirmen mir unter den Thron. Wo ist denn jetzt das Blöde? So, jawohl. So, muss jetzt leider weg. In den Streu. Servus, jawohl. Ich bin auch nicht mehr lang da. Der zeigt nicht runter. Ich werde wahrscheinlich in 5 bis 10 Minuten, nein, langsam Schluss machen. Ich muss noch was herrichten. Jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich mag nicht mehr sagen. So. Dann gagelt man noch ein bisschen über die Köpfe drüber. So wie wir es bei dem Tussi-Kopf auch gemacht haben. Holen wir uns ein bisschen eine dunkle Farbe. Das muss ein bisschen dunkler sein. Ja. Ja. So. Da ein wenig her. Da ein wenig her. Da ein wenig was her. Da ein wenig was her. Und da. So. Der Stierkopf ist natürlich auch blutig wie Sau. Oh, Stierkopf blutig. Blutig wird Flack. Blutig wird Flack. Blutig wird Flack. Blutig wird Flack. Alles ist blutig wird Flack. Und so, ja. Ein paar Blutspritzer ans Hirn ohne und daher und überhaupt und sowieso. Ja. Bürger, ich muss noch in die Feuerwehr, also dann servus. Der Flex hat mich gefreut, habe ich dir. Was willst du jetzt mit Moin? Was ich jetzt will mit Moin? Will mit Moin, so hast du gesagt. Da etwas, wir sollen sagen, etwas Kontrast reinbringen, damit man es nicht so sieht. So, ja, passt. So, und über diese ganzen Flecken legen wir mir jetzt dann so Platzplätze. Und dann schaut das natürlich auch, hoffentlich zumindest, gleich wieder anders aus. Er meint den anderen da oben. Wenn wir ja. So. Ja, machen wir ein bisschen dunkler. Dann haben wir, oh, nein, das ist fast schwarz. Das machen wir natürlich nicht. Aber das ist alles gar nicht so tragisch. Also. Ja. Also meiner habe ich nicht geschrieben. Er meint den anderen da oben. Wirklich nicht so weit so dabei fertig für die Vorbereitung für die Vollfee mit Cover. Vollfee! Mehr Vollfee! So. Dann machen wir das ein bisschen weichzeichnungsgeschichtlich. Passt. So, und jetzt verteilen wir Blattsplätz. Rastern, multiplizieren. Und dann schauen wir mal. Das kann man jetzt auch da völlig unkontrolliert irgendwo drüberlegen. Das muss gar nicht der schönste Shit auf der ganzen Welt sein. Hauptsache es sind überall ein bisschen Blutspritzer und dann müssen wir unten nur locker rauskommen lassen. Das ist noch ganz wichtig. Blutlocker. Ja, die oberen da, die werden wir halt nicht mehr,
Die werden wir heute nicht mehr zusammenkriegen. Waren dann aber Platzplätze. Wir brauchen Platzplätze. Ja, ja, ja. Luma LP habe ich. Blut im Gesicht, Mann. Was? Blut im Gesicht? Mit, ich kann mir ein bisschen einen Nasenrami einbauen. Ein bisschen ein Nasenrami. Moment. Sauber am Pony gerotzt. Ja. So. Eins. Ich hätte ja gerne einen Zylinder auf, wenn ich ganz ehrlich bin. Also. Das wird gleich sau gut und ich brauche auch sowas. Ja, es ist ja noch nicht fertig. Es ist nicht der einzige. Der Stierkopf ist noch ein bisschen hell. Mittlerweile ist er wieder zu hell. Irgendwie. Die Kuh. Die machen wir aber wieder ein bisschen dunkler. Das wird schon. Ja, das ist die falsche Richtung. Ja, ja, ja. Besser. So, jetzt müssen bloß noch Narbe übers Auge. Ich rotz gerade Blut. So. Ja, keine Ahnung. Nur Scheiße gemacht wieder heute. Nur Scheiße. Jetzt gagelt man noch ein bisschen über die oberen Zombies drüber. Upsala. So. So, jetzt groß. Hauen ein wenig Blut drüber. Überall ein wenig. Ja, das passt. Das ist ein zu kleiner Bimsel. Zu kleiner Bimsel. Ja, ja, ja. Ja. Ja, wie ihr das wahrscheinlich schon merkt, ich gagel da ja eh einfach bloß noch drüber und mach irgendwie irgendwas, ein bisschen was mit irgendetwas. Aber es hilft da sowieso nicht. Damit wir halt da ein bisschen eins Kontrast zusammenkriegen. So, dann haben wir es noch mit dem Fetten. So, dann brauchen wir ein bisschen helles Rot noch zum drüber gageln. Bisschen noch nicht gageln. Oh, Blut, ganz viel Blut, ja, ganz viel Blut, ja. Das ist schön. Das mag er, da muss überall alles muss blüten. Kleine Erklärung bitte, was ist das am Schlägerstiel? Das ist ein Griffband von einer Bayernfahne. Oder was meinst du? Also du meinst das einen Stiel, du meinst einen Griff quasi. Und mehrere Haare auf die Haxen. Was mehrere Haare auf die Haxen? Ja, das ist wirklich, das ist ein sehr undankbares Foto für Haare auf die Haxen, das stimmt. So, dann müssen wir noch Platzplätze. Männer, wir brauchen Platzplätze. Oh, das ist der ganze Thron, den wollten wir nicht.
Was soll denn die Scheiße? Mehr Blutspritzer. So, was haben wir da noch? Da haben wir noch den. Wie viel sind wir noch? Ja, 25, 26 bis 30, da schwappt so wie hin und her. So, jetzt halt aber völlig Banane. Jetzt schalten wir mal da wieder um. Weg, ich habe gerade noch so ein paar Ideen, aber das dauert jetzt zu lang. Da muss ich mich konzentriert herhocken und einfach mal ein bisschen umeinander probieren. Ich mache das Ding noch fertig, poste es später vielleicht einmal auf Facebook. Wobei Facebook... Scheiß auf Facebook. So, machen wir es folgendermaßen. Wir gehen wieder zurück in die Fullcam. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal machen wir Musik aus. Dann tue ich mir mein Headset aber, damit ich nicht so umeinander schreie. Passt das geil. Kommt wer von da? Reden wir noch. Da reden wir noch ein wenig. Rauche ich noch eine, reden wir noch eine und dann werde ich mich mal schleichen. Jetzt gehen wir nämlich auf 6 Uhr auf die Nacht zu und da wird gefälligst gegessen. Wenn deine Leute zum Essen schreien, hast du zum Essen zum Kommen. Aus. Oh. Kommt wer von der Oberpfalz? Nein, also ich nicht. Ich nicht. So. Also, für alle, die jetzt noch da sind, diesen Freitagsstream versuche ich so regelmäßig am Freitagnachmittag zu machen, wie ich kann, wie ich ja tatsächlich Lust habe. Heute habe ich tatsächlich Lust gehabt. Einfach mal um das da zu machen und am Anfang ein bisschen zum Schmerzen. Es war absolut geil, es freut mich brutal, wie viel dermaßen viele Leute das da sind. Das ist echt völlig irre. Ich weiß überhaupt nicht, also ich habe auch vorher nicht gewusst, wie ich da damit umgehen soll. Das ist echt, das ist ein bisschen... das ist echt ein bisschen verrückt, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Und ja, habe ich halt so auch noch nicht gehabt. Habe ich so auch noch nicht gehabt und ohne Scheiß, wir haben ja echt nicht mehr wallig, Alter. Wir haben ja bei 3850 von einer Stunde oder so habe ich geschaut, da haben wir gerade 3800 oder so gehabt. Puh, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Bis zu die 4000 haben wir auch nicht mehr lang. Fuck. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Außer ein riesen fettes Merci an dieser Stelle fürs Vorbeischauen. Erstmal heute. Ich glaube, dass es mehr Spaß macht, wenn ich nicht einfach nur Computer spiele. Wird schon mit Sicherheit auch mal wieder irgendwann vorkommen. Dass ich mal irgendwann zocke einfach. Gemütlichen Shit. Ansonsten freut mich narrisch, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ich muss jetzt dann noch Essen herrichten wegen. Dingelfinger Landau, hart. Sauber, Bürger, du bist der Beste, hast mich gut neben meiner Studienarbeit unterhalten, beziehungsweise abgelenkt. Fix. Tja, Herr Sepp Meier, dann habe ich mein heutiges Soll erfüllt. Die letzten Zuschauer kehren safe zur Bürgerarmee, oder? Ich wollte gerade sagen, da kristallisiert sich halt heraus, das ist ja irgendwie jetzt mal so, das war auch damals noch so, wo bloß 10 Leute da waren, 10, sagen wir 15, 5. Sobald ich das erste Mal gesagt habe, ich bin jetzt auch nicht mehr lang da, bam, die Hälfte weg. Ich weiß es nicht. Kommt einmal wieder Musik jetzt dann. Durch diese, also es kommt auf alle Fälle mal wieder Musik, ja, ich werde nie zu irgendwas sagen, wann. Das Einzige, was ich sagen kann, ist die How-Tos. Beschäftigen mich momentan sehr. Sie kommen auch saugut an bei euch und das setzt mich halt indirekt auch ein bisschen unter Druck, so mit mach was Neues, mach was Neues, weil die Leute finden es geil, la. Und sicher nicht kommen in der nächsten Zeit wahrscheinlich die meisten. Und irgendwie versuche ich halt das mit dieser Webserie durchzudrucken, so gut wie ich kann, weil wir das auch nur gescheit im Sommer machen können und nicht, dass dann auf einmal wieder August, und dann bam, es ist sofort September, Oktober
und dann kannst du nicht mehr gescheit rausgehen und es ist Winter und Kacke. Johannes Thomas, servus, habe die Ehre. So, ich werde jetzt halt an alle da nochmal gemütlich fertig rauchen und dann werde ich mich schleiern. Herr Bürger, passt schon, es ist ja dein Hobby, los der Zeit, passt dann schon. Das ist der Plan. Das ist mir wichtig, dass zumindest die harte, nennen wir es mal Bürger Army, die jetzt noch da ist, es waren echt Kruzifix, ich weiß überhaupt nicht, wie viele Leute das heute vorbeigeschaut haben. Normalerweise waren es über 4 Stunden beim Streamen bis vor 3 Wochen, 4 Wochen, ich sage mal 100 Aufrufe, 150 vielleicht. Jetzt sind wir bei verfickt, es waren allein schon 150 gleichzeitig da. Ich komme überhaupt nicht, der Chat eskaliert völlig. Ein bisschen irre, aber das werde ich schon irgendwie in den Griff kriegen. Ganz wichtig ist, dass der harte Kern weiß, ich mache meinen Scheiß wirklich nur, wenn ich Bock habe. Und wenn ich keinen habe, dann lasse ich euch liegen und stehen und gehe im Internet Leiter schießen. Und zock 14 Stunden am Tag. Ja, genau. Wieder da, Grillfleisch, check. Sage ich, alles gut gemacht. Habe der, wo kommst du her? I am Stefan, ich komme aus Niederbayern, ich komme aus Landau, das ist in der Nähe von Dingelfing und in der Nähe von Straubing. Ja, habe die und viel Spaß euch noch. Er kommt Dingelfing-Landau. Dingelfing-Landau, ja genau. Landkreis Dingelfing-Landau, 20 Minuten von Straubing weg. Das passt schon. Was ich also ein bisschen für einen Eindruck habe, ist, bei 10.000 Abos verrate ich, wie alt ich bin. Allerdings darf mich auch interessieren, was die Leute schätzen, wie alt ich bin. Mich würde es interessieren. Der Flo schreibt, er hat mich lieb. Ganz ehrlich, Flo, ich hab dich auch lieb. Da gibt es überhaupt kein Radio nicht, ich hab dich auch lieb. Low bei Dere, Prost. Gehst heute noch ein Bierzelt wie ich? Nein, heute gibt es bei mir kein Bierzelt, bei mir ist Bierzeit heute in der Woche. Das heißt, den Freitagssession Nachmittag gibt es nächste Woche nicht, weil ich da im Volksfestauszug bin und mir schon wahrscheinlich 5 halbe einlenke, bevor das Volksfest überhaupt losgeht. Das heißt, nächste Woche bin ich nicht da. Das muss ich mir nur dazu sagen. Weil leck, was ist denn jetzt das kaputt? Bist nicht einmal weit weg von mir. Komm aus Weiden. Weiden ist wirklich nicht weit weg. Ich bin 73, ich sag 32, ich weiß, wie alt du bist, dann ist langweilig. 32, 35, 26, danke. FX Premium 2001, danke. Soak schreibt 31. Was für uns, der Nature Guide 26, ich komm auch oben und trifft die. Was in Landau, oder was? Dann muss ich den Hut aufsetzen, dann muss ich mich verstecken, nicht, dass die Leute noch einmal laufen. Also dann kriege ich echt, weiß ich nicht, was ich da sehe. 25, ja, hat alle nicht recht weit weg. Das ist alles schön in Ordnung, aber ist doch eine schöne Idee. Bei 10.000 Abos gibt's, verrate ich mir Alter. Ringsburg ist aber auch nicht weit weg. Ringsburg bist du auch für 3 Stunden bei uns. Ich trinke gerne einen Radler und ein Ettinger. Das muss ja Idioten auch geben auf der Welt, sonst war es ja für mich langweilig den ganzen Tag. Trinken wir mal ein Massal. Ja, oder 2 oder 14. Ja, das ist übertrieben. Jeder, der gescheiter herschmeißt, dann verzeiht mir, er sauft 6 Massen, außer er hat 180 Kilo. Nein. Bei jedem läuft es, der einigermaßen was getrunken hat, wahrscheinlich einigermaßen in meinem Alter ist, läuft es gleich. Erste Maß drin, schmeckt sau geil, feit sich hinten und vorne nichts. Du kennst zwar, dass du was getrunken hast, es ist lustig, passt. Du trinkst die zweite, bist richtig schön dabei, es macht Spaß, Gaudi, haukst auf der Bierbring um, je, ole, klatschen, mitblären, hast ein wenig einen Sur, aber so richtig den gemütlichen, guten Laune-Suri. Dann bestellst du aber noch die dritte und die gibt da sicher eine Bockfotzen und knallt die in Suri ein, dass du dann einen Rausch hast. Noch keinen Fallen, noch keinen, ich grabe ins Zimmer einen Scheiß am Boni, sei, aber dann bestellst du nur die 4. und das macht jeder, der bestellt sich nur die 4. und die trinkst dann nur noch halb aus, weil du es nicht mehr schaffst und dann hast du einen Kanonenhaken. Immer bei jedem bei uns dasselbe. Außer du hast einen sauguten Tag, das kommt einmal bis maximal 2-mal im Jahr vor, da trinkst du dann tatsächlich 4, 5 und kannst immer noch gehen. Wie gesagt, außer du hast ein Alkoholproblem. Oder, ja, bei 10.000 gibt es für jeden einen Kasten Oettinger Radler. Gibt es eigentlich wirklich ein Oettinger Radler? Also in der Flaschen? Gibt es das wirklich? Ich mag gar nicht nachschauen. Genau, die ganz wichtig ist noch, wie der Collapse auf Twitch gerade schreibt. Der Stream ist ja, der Chat ist ja aus, ihr seht euch ja gegenseitig nicht, wer schreibt und so. Die guten Tage sind unplanbar. Aber ja, gibt's meistens, wenn man ganz
wenn es ganz gemütlich angelässt. Die schlimmsten Tage in die Volksfeste, das sind die, wo du am Sonntagnachmittag sagst, ja, fahren wir schnell aussehen, weiß ich nicht, auf einen Käse, einen Spezimaß oder auf einen Fisch und isst man nur was. Mhm. An dem Sonntag triffst du alle deine Kumpel, die alle denselben Plan haben. Ihr sitzt alle an einem Bierbing und spätestens nach 2 Stunden wird wieder umeinander geschrien. Diese Bierfrau, bring mir mal ein Schwarmaß! Warum was möchtest du mit 2 Maß? Ja, weil ich glaub nicht. Aber alle müssen am nächsten Tag arbeiten. Oder in Chui oder was auch immer. Geht leider nicht. Stimmt, irgendwie blockt YouTube, glaube ich, Links da einer zum Posten. Ich sitze gerade in Düsseldorf im Flieger, aber bald bin ich wieder in der niederbayerischen Heimat. Dann mache ich auch erst mal einen August auf. Was tust du denn in Düsseldorf? Im Flieger? Da darf man doch keine Handys nicht haben, oder? Da darf man doch eigentlich keine Handys haben. Grüß mal Zwiesler. Meine Damen und Herren, der Herr Alexander Ausborn hat mich gebeten, die Zwiesler zu grüßen. Grüß nach Zwiesel aus Niederbayern. Habe die Ehre. Da herum gibt es kein gescheites Bier. Ja, es gibt nirgendwo ein gescheites Bier. Es gibt ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, selbst bei uns, unter uns Bayern, selbst innerhalb von Niederbayern oder Oberbayern, ist er völlig Banane. Sagen wir mir ja untereinander, euer Bier ist ein Mist, sauft's unseres. Ist doch überall so. Aber der Gustl, der hat es zur internationalen Größe geschafft, das passt. Oettinger Biere, Oettinger Radler. Für das soll jetzt eigentlich nicht genug gehen. Nein, natürlich nicht. Da gibt's noch kennst du Bauwagen von Labras Banda? Nein, ich glaube nicht. Karmeliten hat auch, das ist natürlich ist es auch bekannt. Was ist denn noch bekannt? Moser Liesel. Bei uns sauft man momentan ziemlich viel Moser Liesel. Das ist aber auch gut. Hast du schon mal ein Berger Bier erwischt? Nein, habe ich nicht. Also kann durchaus sein, aber ich kann mich nicht mehr bewusst dran erinnern. So, jetzt muss ich mal kurz da hier. Jetzt kriege ich nämlich einen Vogel. Ich rauche irgendwie schon wieder mit Gewalt 24 Stunden lang da an meine Zigaretten noch nicht. Heute begrüße aus Regensburg. Vapingmühle. Sag ich, habe die Ehre. Grüße an die Vapingmühle nach Regensburg aus fucking Landau. Es gibt einfach eine Oettinger Thailand-Brauerei. Im Ernst jetzt? Ja gut, aber woher sollten der gemeine Thailänder wissen, wie ein gutes Bier schmeckt? Da brauchst du bloß einmal aufpassen, wenn die Leute bei uns, das ist halt heute auch noch so, wenn die Leute oder die Realschule oder die Gymnasiasten oder so Austausch haben, also Schüleraustausch haben, die haben dann über eine Woche bei uns und dann rennen, es ist immer zur Volksfestzeit fast bei uns, also ich glaube, das ist in der Realschule war es zumindest bei uns so, dann haben da meistens Amis, Australier waren mal da, Italiener waren mal da. Die Italiener kennen sie, die haben nicht weit weg. Aber so also richtig Überseemenschen, ein Australier, Kanadier, Amerikaner, Südamerikaner und so weiter. Und die kommen dann alle. Und wenn bei uns Volksfest ist, ist es für die natürlich das Höchste. Fucking, wir haben in fucking Bayern und da ist fucking Bavaria und jetzt Volksfest heim und let's drink Bier, let's drink some Bier. Mit dürfen wir ja quasi schon mit 16 da saufen und die ist mit 21. Für die ist ja Alkohol das Schlimmste, was es gibt. Und das Allergeilste ist dann, die kennen ja nur einer Pisswasser, einer Budweiser-Scheiße, die noch, weiß ich nicht, ist ein Wasser, ist ein Bier, hat weiß ich nicht, der August Kind gekriegt mit dem wie heißt denn das Wasser, wissen, mit dem Volvic. So schmeckt bei denen das Budweiser. Und dann stellst du denen eine Masse hin und die dringen es nicht ganz aus. Die schaffen, lass einen guten Tag haben, dann schaffen es 3-4 Augen und dann haben sie einen sicheren Seier sitzen, dass sie nicht mehr wissen, wie es heißen. Ist der halbe dasselbe. Donald Duck, Singer und Chang, sehr gute italienische Biere. Es gibt tatsächlich, da fangen wir jetzt wahrscheinlich gleich einen Shitstorm ein, es gibt tatsächlich einen Chinesen bei uns, da kriegst du ein chinesisches Bier. Und das schmeckt tatsächlich nicht schlecht. Also man geht natürlich, wenn man sich das ist ja nicht einmal ein halbe, das ist ja 0,3, 30 Flaschen oder so, wie Becks Flaschen oder so, stellen die her. Und du gehst natürlich auch mit einer gewissen, wie soll ich sagen, mit einer gewissen Erwartung an diese Sache heran und machst das Bier auf und trinkst und bist aber dann positiv überrascht.
Ich war positiv überrascht. Ich habe mir gedacht, ich kriege jetzt gleich wieder so ein Pisswasser wie vor die Amis. Das kannst du saufen. Du gehst jetzt natürlich nicht, ich muss einkaufen und nimm einen Kasten Bier mit, dann nimmst du keinen Kasten Chinesenbier mit heim. Das ist schon klar. Aber du kannst das saufen. Ich weiß leider bloß nicht, wie es heißt. Bei uns da. Also ich bin noch Weg. Danke für den Stream. Hab mich gefreut, dir zuzuschauen. Wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Dere. LP Dune. Das gefreut mich nachher, dass du vorbeigeschaut hast. Das gefreut mich nachher, dass du getaugt hast. Das gefreut mich übrigens gegenüber allen, dass du vorbeigeschaut hast. Ich krieg einen Schlaganfall, wie viele Leute das auch immer noch da sind. Immer noch dreimal so viel, wie sonst die ganze Zeit da sind. Crew Republic. Geile Bierdeckel, aber scheiß Piss in der Flaschen. Schreibst du dann einmal? Achso, ja, Mr. Boris und du, ich hab den nicht vergessen. Alter Putty-Gamer, was Punti-Gamer, weiß ich nicht, was, ne? Die Skateschuhe, die roten Eis, dann wird's auch. Merci nochmal. Jetzt weiß ich, wer er ist. Ich denke schon die ganze Zeit drüber nach. Entweder verplane ich sie jetzt mal und check's nicht. Dieselben habe ja ich. Ich weiß bloß nicht, ob du die weinroten Eisschuhe hast oder die feierroten Eisschuhe. Ich hab die feierroten. Aber die weinroten, falls du die hast, die hab ich in schwarz. Lass den Scheiß Nirger. Lukas Weitgans, was denn da gerade? Ich tu da gar nichts. Puntegamer und du bist nicht allein wahrscheinlich. Lukas Weitgans, Bürger, das bin ich. Schreib's mir du einmal. Warum muss ich in jedem schreiben? Ich weiß nicht mehr warum. Also am Ired Borisch und du, das weiß ich schon, warum ich mit ihm schreiben will. Machst du mal wieder Bavarian Sepp? Welche Frage ist das? Ja, ich sag bloß nicht wann. Ich mache meine Sachen nur, wenn ich Lust habe. Jetzt, wenn mein Aschenmäher abfackelt, kriege ich einen Vogel. So, ich werde nochmal einen Schluck genüsslich von meiner Cola plus Geheimrezept halbe mir einlenken. Dann haben wir die alle. Dann rauche ich nochmal eine und dann darf jetzt langsam auf 6 zugehen. Da muss sowieso jeder zum Essen und ich auch. Man glaubt es kaum, ich muss auch was fressen. Und ja, an dieser Stelle noch einmal, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, mich gefreut, narrisch, dass ihr vorbeigeschaut habt, dann ist jetzt die Chance dazu, weil jetzt lese ich gerade einen Chat aufmerksam bei 26 bis 35 Leute. Ist ja noch einigermaßen zu beantworten. Was machen wir so auf YouTube? So, jetzt hat es gerade an der Tür gelitten, jetzt bin ich sowieso raus. Meine Damen und Herren, mich gefreut es narrisch, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ich muss jetzt dir aufmachen, weil da gerade jemand kommt. Übrigens einer aus der Serie, so wie ich das schwer vermute. Es hat mich narrisch gefreut. Ich komme momentan noch überhaupt nicht klar. Wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Stream. Nächste Woche sitze ich aus. Vielleicht kommt ein Video. Wer weiß das? Ich bin raus. Merci fürs Vorbeischauen. Habe die Ehre. Servus.